grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird sich mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Wiener Schau. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabumper hinten rein. Und das Gesang, die klingt jetzt auch schon recht human. Drum und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch, servus, grüß die Hände, habe die Ehre zu einer neuen Ausgabe der Pavlatschen. Heute ein Special. Wieder mal ein Special, weil wir auch einen Special-Gast haben, nämlich ganz konkret. Fritz Zonko und ich hab's auswendig gelernt, Trendl. Hat er? Servus Zonko. Ein Versprecher. Servus, es freut mich riesig wieder, dass du da bist. Das ist echt leid. Großartig, dass ich kommen habe dürfen. Du, unbedingt, war es eine große Freude, wieder das zum zweiten Mal. Zweites Mal. Ja, und jetzt, ja, schon langsam ist es für mich nicht mehr so ungewöhnlich, dass jemand da sitzt, der keinen Wein trinkt. Das Es ist nicht weiter schlimm. Also, ja, es ist Schlimm ist schon, aber nicht weiter schlimm. es ist nicht weiter. Es ist nicht weiter. Es ist ja nicht weiter. Es ist, wir halten das aus. Wir halten das aus, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, wieder bei der Pavlatschen. Sehr, sehr große Freude. Es rennen schon wieder so viel, wie sagt man da im Chat durch, Ein Wahnsinn. dass ich natürlich nicht mitkomme. Aber der Jens Weirich, zum Beispiel sich jetzt, Jens Weirich ist dabei, die Irmi. Der Zonko hat heute nämlich schon gesagt, wie wir so plaudert haben. Und da haben wir so gereizt ein bisschen, nicht über Grinzing und über den, und ich habe öfters mal dann so die Deutschen gesagt. Ja. Und der Zonko hat gesagt, weißt du, du musst dann aufpassen, du kannst es nicht so einfach so sagen, du musst es schon immer liebevoller sagen. Dabei habe ich es liebevoll. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, wenn ich von den Deutschen rede, dann meine ich ja die leibenden Deutschen, weil von den nicht leibenden rede ich ja nicht. Da ist nur Stillschweigen. Andreas Christen ist dabei. Werner Wichtig, Wikis Welt, jawohl, Wikis Welt, das ist die Daniela Das ist ein Wahnsinn. Da sitzen sie schon, wieder Wikis mitgekommen. Welt ist. Moment, Patrick, sag her, wie Naja, haben wir heute ein Backel gekriegt. Ein Backel gekriegt von der Daniela Ich Schlögl. muss ja aufstehen. Wikis Welt. Und Gott sei Dank, weil der Zonko hat nämlich seine Keks schon zusammengefressen. Daniela, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Wir müssen wirklich zusammenreißen, dass bis zum Brennraum haben wir gedacht, ich muss auch Keks überlassen. Und jetzt haben wir gedacht, wie gesehen, ihr habt auch ein Backel gekriegt. Aber Oh! es ist auch schon ein bisschen geschrumpft. Wieso sind wir schon? Steh's her, steh's Wow. her. Ja. Schau, das da. Das Haselnuss. Das Haselnuss ist unfassbar. Die sind alle ein Wahnsinn. Unfassbar. Die sind alle ein Wahnsinn. Wir haben einen Nussschnaps auch schon probiert. Patrick, wir haben einen Nussschnaps Ja, auch wir, haben, probiert. und wir wollen nämlich ein bisschen, wie sagen, angegessen heute schon. Patrick war schon am 1 da. Wir haben heute trainiert, also geprobt. Ja. Sag mal, jetzt leise sind wir, gell? Jetzt leise. Zu leise. Wir spielen immer so laut und reden so leise. Das ist das Problem. Ein bisschen lauter dran. Ich hoffe, jetzt passt. Ich Der glaube, Landtagsstromer sagt, ich höre auch nur den leimenden Österreichern zu. Bravo, Das ist Landtagsstromer! ganz klar. Das ist ganz klar. so ist es. Ja, so geht's es. Cory Breckern, Pascal Kaiser, grüß euch gut. Leiband. Rock K. Ja, Rico Knödel. Super. Harald Zehlinger, Georg Scheurer ist wieder dabei. Günther Rech, Rusel, Thomas Klagenfurt. Großartig. Ich kann wirklich nicht alle. Das ist mir, da bin ich immer überfordert. Ich bin Ja, das gewöhnt, sind- verstehst du, meine 50, 60 Leute. Ja. Das bin ich gewöhnt. Und auch- Und das ist schon schnell im Chat.
Aber Und natürlich, sind auch alle herzlich willkommen, die nicht mitkommentieren natürlich. Ja. Sehr klar, selbstverständlich. John Borg, alle Tupfer noch da, Christopher Jawohl. da, Schraube Matthias, Daniela Schlögl. Ein paar sind noch da, was? Sonst muss ich euch noch welche schicken. Daniela Schlögl, ja. Weil ich so in die Dose schaue, ist das Du kannst mich schicken. Ich tät mir so einen Pauschalvertrag mit so einem UPS oder sowas ausmachen, weil das geht ja. Na herrlich, wir haben eine Riesenfeier gehabt. Richtig gut gelungen. Absolut. Die Kekse sind ein Wahnsinn. Überraschung, Überraschung, der Gerald Spörk schaut ja doch zu. Genau, leere Drohung. Ja. Leere Drohung. Franz M. Grüß dich gut. Die alte Sitzordnung wieder hergestellt. Ja, es fällt einem sofort auf. Es fällt einem sofort auf. Ein bisschen schräg kommen wir heute. Patrick, darf ich noch einen Schluck Wasser haben? Das ist ja verständlich. Der Zonko versinkt ein bisschen in der Nein, ja. Sofort. Patrick, kannst du ein bisschen zurückrutschen? Ja, Ein klar. bisschen. Hubert Wieso? Hinkhofer schreibt gerade Keksel in Zonkos Reichweite empfehlen. Ja. Jetzt hat's Aber Hubert, genau so ist es, aber ich bin jetzt wirklich schon Ich rutsch gefreut. gleich mal kurz. So ist besser. Ja, sehr gut, sehr gut. Lasst, oder bitte ein Schluck Sehr gut. Wasser. Ich danke dir. Jawohl. So, nicht gut, also jetzt hätten wir Grüß dich. genug vom Wasser geredet und so weiter. Heute, wir haben aktuell keinen Dauerwinzer-Tester, weil Nein. wir nicht dazugekommen sind, dass wir ihn auftreiben. Daher greifen wir zu Bewertung zurück, Ja. aber das ist wieder dein Job natürlich. Das Unbottling starte jetzt. Bewährt, ja, weil aus meiner näheren Heimat wieder mal Weinbau Graf, wunderbar, aus Bullendorf, diesmal ein Weinviertel DRC, Heide Löss, gemischter Satz, köstliches Trepferl. Haben wir schon getrunken, aber in der Pavlatschna, ist zwar schon länger her, aber geht immer natürlich. Weinbau Graf aus Bullendorf. Wunderbar. Göttlich. Ich freue mich schon. Ich schenke mir ein Glas ein. Ich nehme mir das Glas daher, dass ich nicht ausschiebe. Greif So. zu, Zonko, greif zu. Schau nicht nur. Zonko teilt mir das ein. Wir teilen das ein, genau. Ein Schlückchen Wein nehme ich Der ja Harald auch. Selingermann, der ist Zonko nur zum Kekseessen eingeladen. Ja. Und Zonko haben wir gar nicht eingeladen, den haben wir engagiert. Als unser Number One Influencer. Das ist ja Wahnsinn, das hat er sich beibehalten, oder? Natürlich. Na, was denn? Der Hubert ist da. Boah, jawohl. Yes. Da werden die Keksbrösel durch Zonkos Horn schießen. Ja, ich wird erschossen werden. Ja, deswegen ist ganz wichtig, dass ihr ein bisschen Wasser trinkt. Nicht? Ich brauche eine Gefahrenzulage, glaube ich. Also ich stelle es jetzt einmal an. Nein, ich kann ihn noch nicht ausstessen, weil es hat ja der Zonko sein Getränk noch nicht. Patrick hängt Nein, nur muss- am Handy Na, und ist nicht aber- vorbereitet. Das geht ja. Muss ich. Ja, nee, das ist Okay. schon. Okay. Wir haben ja was Wunderbares da, das ist mir eine andere Sorte. Das letzte Nein, wir haben nicht was Wunderbares da, du musst Ich sagen, freu wir haben mich was schon drauf. Besonderes da. Für unseren Gast, nicht was Wunderbares, wir haben was Ich Wunderbares freue mich da. nämlich genauso auf den, schon den kenne ich nämlich noch. Ne? Das ist das mit weiße Traube. Yippie Party Kinderset. Von der Firma Rauch. Bin gespannt. Der Untergang der Pavlatschen ist eingeleitet. Okay. Schau, Allah, bitte mit echtem Sektkorken aus Bist der Kunststoff. Deppert, ja. Sogar Gesicht. Ich bin gespannt, ob der diesmal ein bisschen anders drauf geht wie beim letzten Mal. Weil beim letzten Mal, das war Ein wirklich bisschen, so. ein bisschen mühsam, ja, das letzte Mal. Schauen wir mal, was geht. Achtung! Wow! Ja, Na, was sagen wir? na, da rinnt einem das Bitte. Wasser im Mund Mit zusammen. wunderbar weißer Rauch entströmt. Ja, ist ja auch von Rauch. Daniela Schlögl trinkt einen Semling 88 Gramm, definitiv die beste. Da. Daniela, definitiv die Bitte beste. schön. Aber es hat ein bisschen mehr Geräusch gehabt diesmal. Das ja, Ne, wahrscheinlich wird er noch nicht so alt sein wie der andere Worte. Angelegen oder. bei mir gibt es nichts Genau. anderes erst. Aber farblich passt natürlich perfekt dazu. Bist du Weiße Traube. Zonko, Was? herzlich willkommen im Studio Donnerfeld. Sehr zum Wohle. Patrick, danke. Gesundheit, sehr zum Patrick, Wohle. Prost zum Wohl. Danke. Auf euch. Auf euch, jawohl. Hauptsache. Bist deppert, der ist gut. Heide los. Das ist ein Traum. Was ist das? Ein Traumsaft, nicht? Oder was ist das jetzt? Ja, Wie Traumsaft gespritzt, oder was? Traumsoft eigentlich, ja. Weiße Traube. Und Du, was? aber ich was sagst finde es leibend. du? Ja? Ich hab glaub- noch nicht Ich gekauft. glaube, es schmeckt halt besser wie eine rote. Was war das rote? Kirsche, gell? Kirsche war das, ja. Ja. Alter. Das haben wir nicht gedacht. Wie ich mich entschieden habe, heurigen Musiker werden, habe ich mir nicht gedacht, dass ich mal da sitzen werde, euch beim Kindersekt. Du auch, oder was? Ja, nachher, ich trinke eine Achtel am Anfang. Nicht? Okay. Ich bin ja auch bekennender Autofahrer. Da musst du mal aufpassen, dass ich nicht schon leer habe.
Bist du dann dran? Ich habe ja noch eine Flasche. Glaubt uns, ich habe auch noch eine Flasche da. Das muss man erst einmal aussehen. Marvihof ist mit am Start. Ganz große Weide, John Borg, Traubi Soda. Ja, das hat mir aber auch immer geschmeckt. Traubi Soda war herrlich. Ja, das stimmt. Christoph Vorwart hat sich ein Wieselburger Blech eine. Der wunderbar ist köstlicher. Gänzweirig, Habemus Kindersektum. Ja. Wieder selige Pause. Habemus Kindersektum. Und was haut sich der Horvath rein? Ein Bier? Ein Wieselbier, ein Wieselburger. Ja, ja, ein Wieselburger. Ein Wieselburger Bier. Ich bin gespannt, was dann so am Hirn ausdruckt. Weißt du, die leere Dosen, ich muss das so ausdrucken am Hirn, gell? Muss man das platt? machen? Ja, ich Das glaube habe ich schon. nicht gemacht. So platt. Ja. Das Gibt's muss einmal machen, Horvath, gell? Gibt's- Vergiss es nicht. Ich habe es einmal in einer Flasche probiert. Ist nicht platt worden. Den Weißen musst du beißen, sagt der Tom Tour. Herrlich, herrlich. Großartig. Naja, ich glaube, also ich hoffe, Ton und Bild passen für euch. Ich glaube aber schon. Von da schaut es ganz gut aus. Man sieht die Wanden, das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich stört an dieser ganzen Internet-Online-Geschichte, dass man egal wie ich sieht, man sieht immer die Wanden. Bei mir ist es. Du hast den besten Platz eigentlich. Oder? Ja, das stimmt. Bei uns ist Ich meine, geht mir Du, ich das. habe ja auch die größte Wanden. Niederlage. Ja, aber klasse. Ich meine, das ehrt dir ja wirklich. Das finde ich ja echt großartig, dass du so sitzt, so von Profil. Ja. Ich meine, da brauchst du schon Selbstvertrauen, oder? Nein, Das ist ja Ein großes. ich will nicht sagen, aber auf meinem Platz sitzt ja du. Ja, das sie machen. Und von vorn, ich hab alle Varianten durch, ich schaue von vorn nicht schlank aus. Überhaupt nicht. Von vorne. Ja, nein, keine Chance. Das macht der Poet. Nein, glaube ich nicht. Also das, was du in der letzten Brennraum-Episode geleistet hast, Bist könnte, deppert. Bist also du man, deppert, ja. im Ledereinteiler, und ich habe das gehört. Ich hab das gehört, wie du gesagt hast, dass ich wahrscheinlich einen Maßanzug brauche. Ja, ich hab's auch gehört. Ton und Bild, super. Wahrscheinlich, oder? Sagt der Rico Trödel, Dankeschön. Was haben wir? Wampen ist Leibwand, sagt der Karl Busch, na, da bin ich wenigstens beruhigt. Bravo. Der Fritzl sagt auch Ton und Bild gut. Da ist es nicht einfach, es ist nur bei 18 nein. Ja, das ist egal wie es ist. Aber ich bekenne mich jetzt dazu. So weit, das eben, was soll ich Ich machen? finde schon. Ja? Ja. Ja, Was der soll ich Jens machen? Weirich sagt eh richtig, Patrick sieht die Quetschkommode an, dann taugt's. Ja, dann. Ja. Ja, ich weiß. Der Mann, wir werden gleich mal was spülen, damit die Wampen verschwinden. Das ist furchtbar. Das ist heuer, also für heuer auf jeden Fall das letzte Mal Ja, aber mit da gibt Gas. es eh so ein leibendes Lied, oder? Ich habe am Mordstrom warm. Die Wampen, ja. Die Wampen, Das ist ja. schon sehr lässig. Das Spielen wir die Wampen? Überraschend. ich glaube schon, man, das war Machen jetzt wir's doch. irgendwie. Weil da komme ich erst später zum Singen. Rein. Ich Was? hab am Mordstrom Blatt ist warm. Blatt und bleibt Blatt, lieber Klaus. Sagt mein Bruder Herz. Da ist Basler, gell? Und der weiß das, der kennt die schon lange. Er spricht selbst aus Ja. Erfahrung. Ja. Ja, Sauerei. Eine Sauerei. Na, ich habe mir so alte Videos von euch angeschaut, viele. Und da ist mir aufgefallen, du hast mehr Haar gehabt, teilweise so ein Rostschwanz, aber die Wampen immer, die war sicher nicht kleiner wie jetzt. Also die hast du schon gehabt als ein Junge. Ja. Bin auf die Welt gekommen, war Blatt. Der Klaus hat sogar weitaus größere gehabt. Ja. Ja. Schon, gell? Nein, na, du, ich habe abgenommen, warte mal. In den letzten, 2,5 Jahren, 25 Kilo. Nein, Ja. Aber halt so über die Zeit. Also das ist schon. 25 Ja. Kilo. Also ich war schon einiges noch mal Blatt. Nur, es ist ja so, das klingt deppert, Na, je wie viel mehr. Gewicht hast du jetzt? 140 oder was? So, jetzt haben wir mal die Keks wieder, dann schauen wir, wie koscher dann noch werden wir. Patrick, auch nicht Kindersekt lecker. Sag, willst du noch einen Hunger heute bekommen? Ja! Die Brille aus, gut, du kannst du Baba, ey. aufzeichnen kannst du das. Aber du, Klaus, jetzt im Ernst, 25 Kilo ist nicht wenig. Ja, das ist nicht wenig. Aber ich war auch wirklich blau, also wirklich, also ganz. Jetzt ist es ja mehr die Wampen, aber die ist ja antrainiert von klar auf. Ja. Die gehen immer weg. Die geht nicht so leicht weg. Gell? Aber alles drumherum, also merkst du schon bei Fotos sowas, gell? Das Gesicht und alles, also ich war schon alles ein Ganzer. Ja. Nicht? Und jetzt habe ich ordentliche Wampen. Bei mir ist es umgekehrt gegangen. Von 89 Kilo auf 106 jetzt. Du, der Otto Leirer schon zu. Otto, leider! Otto! Otto, große Freude. Otto! Otto, das ist echt eine große Freude. Wobei der Andi H. richtig sagt, das ist kein Wampen, sondern sexuelle Schwungmasse. So kann man es auch nennen. Das gefällt mir schon wieder. Sexuelle Schwungmasse. Ich kenne jemanden da, der dem widersprechen wird. Ja! Der Horvath sagt nicht, der Joker ist charmant wie immer. Ja. Ist wieder ein kurzer Gastbesuch, sagt der Christoph. Nein, so schlimm ist es nicht.
So schlimm ist es nicht. Lieber ein Wanken vom Esel als ein Buckel vom Hakeln. Harald Selinger, genau. Patrick hat einen Buckel ohne Hakeln. Ohne Den Hakeln, Zahnrad ja. nicht, das gibt's ja nicht. Naja, 30 Jahre quetschen, das ist, formt den Körper. Ja, der Franz Patrick sagt, die Lösung ist, ich habe keine Waage. Ich habe nämlich auch keine. Ich weiß das nur, weil es im, Achtung, jetzt werden die nächsten Schmäh kommen, weil es im Fitnesscenter, wo ich verkehrt habe, hat man, ne? Ja. Dort noch eine Waage gegeben, von dem weiß ich das. Weil da haben wir auch keine Waage. Ich habe eine Waage immer abgelehnt, weil gesagt, das sagt ja nichts aus. Ne? Ja. Sag nur, wie schwer du bist. Das ist sinnlos. Der Du hast Horsig macht das weg, John Borg. Ja. Ja, absolut. Absolut. So. René Lemp sagt, Gewicht ist egal, es muss einfach mehr PS als Gewicht sein. Ja, das ist richtig. Ja, Ja, man PS. ja, da war recht, ja. PS habe ich. Ich meine, Ja. Aber nicht das erst- ist nicht reine Fetten, das ist wirklich Hubraum. Da ist was drinnen. Genau, Hubraum. Wobei wir wieder zum Neuwurst. Ich meine, deswegen habe ich es mit den Grünen nicht so. Die wollen mich verbieten. So, nein, spielen wir die vom Swampen nicht. Aber Mordstromwampen, oder so geht das Lied. Hm? Das wird herrlich. Ich muss noch einen Schluck nehmen, weil. Ja. Der Karl hat gefragt, was ist eine sprechende Waage? Diese Themen muss man immer aufpassen, weil die Leute so unglaublich frech werden. Ja, das ist wirklich. Wenn ich auf eine sprechende Waage steige, so fragt sie mich wahrscheinlich noch, oder sagt sie mir, steigst du aber als zweiter Rotton. Zu zweit ist feig! Ich hätte meine umstellen auf Französisch. Weißt du, so, dann, oder Italienisch, dann klingt es leider. Dann steigst du auf und so, faccio la culo, Ja, Leiber, die will ich Auto gewinnen. Ich will wissen, wie schwein ich bin. Ich glaube, der hat ein bisschen zu wenig Hubraum, wenn wir zwei drinnen sitzen. Ja, das ist sicher, das ist sicher. Gehen wir mit Das drin. ist sicher. Fiat 500, mit dem alten, Na, bin ich mitgefahren, ein Freund von mir, herrlich. Da sind wir in Hochfügen, in Tirol. Echt? Ja, war Hochfügen aufgefahren? Mit dem Lift. Nein, mit dem Fiat 500. Zu zweit. Zu zweit. Ja. Das ist schon eine Geschichte. Nein, das nein, hast du schon nein. vergessen. Ich schwöre. Nein, da muss einer aufgeschoben haben. Nicht? Ich schwöre. Aber ich weiß, dass wir überholt worden sind von einem Hosen. Und dieser Hose hat uns nicht überholt mit Hoppel, 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 sondern Hoppel, Hoppel. Hoppel, Hoppel, Hoppel. Und wir sind dann nicht. Die sind mit der ersten. Und der Hose ist parallel mit uns. Ist da wie der alter Spinne. Ja. Der hat nicht Gas gegeben, der ist nicht. Was Ja. wie ein Hose halt ist, so Ja, schnell. ja. Nein, der ist so. Schau mich ein bisschen Und wir sind dann nicht. Der Baum in 15er Stelle hätte ich überholt. Weißt du, das ist. Ja, das war leicht möglich gewesen. Das war leicht möglich gewesen. Das war lustig, wenn ich eingestiegen bin auf der Beifahrerseite. Ich bin eingestiegen, das Auto hat sich da mit drum und das Lenkrad ist so nach links rüber. Wirklich? Ja, weil das halt. Ja, ja, ja. Ja. Hat nachgegeben. Ist der Depp. Gut. Ja. Alright. In diesem Sinne. Ja, aber muss dran machen. Jawohl. Original gespielt. Genau. Wenn die Leute die Grenzen gesoffen sind, der Tanzgler renommieren, da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwiedeln und zum Ringen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie nur beholt. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Wurstromwampen, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Wurstromwampen, ja die kostet Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, hätte ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Opfer aus dem Wald, ein Mädel, das war gefallen, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ihm mein Wampen her. Wenn ich dann aus Finanzamt gehe, dann trifft mich der Schlag. Da legen Sie doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Ich druck da fest mit Bleistift auf und schreib das Formular. Was soll ich? Pass auf. Ich hab ein Wurstromwampen,
den zeige gerne her. Und wenn ich nicht die Wampe hätte, ich schon Millionär. Ich hab mir jetzt noch Wampen, ja die kostet Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, ich auf der Welt. Eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Diener und eine Kanterfrau, die ganze Woche blau. Ein Obdrast im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt. Aber nicht einmal noch viel mehr. Gib ihm ein Wampen her, gib mal. Kurz hab ich nicht. Ich wär blatt, sagt, das ist ein Schand. Wo mein Bauch sagt, da spannt mir's Gewand. Ist ein Wunder, sagt sie, frisst ja genug. Schau, die Hosen, sagt sie, geht nicht zu. Es muss was geschehen, sagt er, eine Diät. Ja, aber gleich, sagt sie, sonst ist spät. Ich wär blatt, es ist ein Schand. Und mein Bauch spannt mir's Gewand. Es muss was geschehen, ein Diät. Aber gleich, sonst ist spät. Schon ein Wein, sagt er in der Früh. Halb besoffen, sagt er, kehrt zur Kuh. Verriss die Hälfte, sagt sie, das war gescheit. Ich brauch ja auch schon, sagt sie, ein nächstes Kleid. Aber hab mich gehört, sagt er, 1000 Rosen. Ich kauf mir, sagt er, a größere Hosen. Oh, mir gehen 1000 Rosen, ich kauf mir a größere Hosen. Schon mal in der Früh, und mir besoffen brauch kein Kuh. Na, 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 na. Bruder, stütze, bis ich komm, weil der Hunger bringt mich um. Jawohl! Kurz hab ich nicht, was ist gar nicht kennt? Kurz hab ich. Ja, Von Kurt Sowinitz, der Text ist von der Trude Marzig. Okay. Wir sind eine Mundardichterin und Musik von Richard Österreicher. Richard Österreicher, die Musik. Schau die roten Achtelvereine. Das glaube ich. Das glaube ich. Das war echt super. Das passt. Und jetzt kann ich auch Dankeschön. mit Stolz die Wand mit den. Aber jetzt kommt natürlich nur dazu, dass das so alleine ist. Weißt du, wo ich gerade so mit dazu ein kleiner bisschen, dass der wirklich außerdruckt wie nur was. Darum haben wir schon gedacht, ich lasse mein Instrument hier Ich so. habe auch schon überlegt. Ja. Aber, Dann sieht man es nicht so. Aber, ja, ich möchte schauen, wie lange es aushält. Das Ja. Ah ja, das ist ja angenehm. So aber ich bin mir ganz sicher, beim Klaus ist komplett wurscht, auf was der sitzt. Das ist immer so. Pass auf, jetzt drehen wir mal. Jetzt schauen wir. Ich muss den Keksel von der Daniela Schlögel wieder essen. Warte. Ich habe Durch. was gekriegt, ich muss jetzt. Ich fahre mit allen. Mit Ich fahre mit allen allen Mitteln. Mitteln da. Was war der Christoph Acker? Christoph Acker hat seine, was? Aus der Toskana einen Weißwein. Ein Weißwein aus der Toskana. So ist Büdel Zang, das ist sicher, oder? Warte, jetzt muss ich das umgehen. Warte mal, Patrick, ui, weg. Patrick, sag was. Also, du sprichst. Ja, du schaust dann eine Ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen. Danke Danke euch für die vielen Achtel. Aber das ist so, wie es gehört. Verstehst du, der Zonko sitzt da, gemütlich. Gemütlich, Die zwei schauen nicht, die zwei schauen nicht sehen, ne? So, und ich schaue euch zu. Ja, Ne? und das ist so leid. Nein, super Zonko, dass du da bist. Das ist echt leid. Das ist eine Super. tolle Geschichte. Das ist wirklich toll. Aber Toll, ehrlich, toll. eine Frage bei der Dichtzocke. Taugt dir das da bei uns? Oder Das ist ein Traum. Oder Das ist wirklich ein Traum. haben wir die nicht gezwungen Nein, das dafür oder nicht. überredet? Ich bin ja, weißt du, ich bin auf der Backen gestanden. Okay, wann darf ich denn wieder kommen? Naja, so alt Ja, wollen wir aber es es auch ist nicht herstellen. Aber es ist Wirklich echt leibend. super. Na, wir haben Ganz, einen ganz großen herrlich, Spaß. ja. Also. Ja, wir haben Riesenfreude. Ja. Wir haben Ich bin quasi Riesenfreude. ein Privatkonzert. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist wirklich super. Naja, nicht Das ganz. ist, Also, ein bisschen was wir da schon machen müssen. Ja, genau. Ah, klar. Nicht nur die Kekse essen. Ne? Ja. Darum kriegst du eigentlich nichts mehr auf einmal, weißt du? Traust du jetzt wie nicht oder was? Nein, ich schon. Ich habe schon ein paar Zurückhaltend. gegessen. Aber weißt du, ein bisschen muss ich mich noch. Muss ich zuerst einmal was gespült haben, nicht? Das stimmt Gespült nicht. haben. Wegen dem Stimmt Auswurf. Ja. Das stimmt. Ja. Und ich meine, bei mir ist es immer so, wenn ich was siehst, dass ich dann was Bekanntes brauche. Und dann aber gern noch was Bekanntes, damit ganz Wie gerne ein was Sirsling. Aber das Und dann brauche ich wieder was Bekanntes. Aber. Ja, eben, das ist Das ist ein eine Teufel. never ending Also, story. das ist auch, das ist, Ja. was soll ich sagen? Woher kommt das? Da fu- So, das muss ich schauen, ob das Es ist, funktioniert. ja, es ist ja kein Wunder nicht. Ne? Und das hast du jetzt eine, der Schild. Das hab ich jetzt da, ne? Genau. Das Handy. Ja, pass auf, das ist ja Wahnsinn.
wenn ich das mache, das bricht alles zusammen wahrscheinlich. So schaut's her. So schaut's aus. Leute. Ja, da. Aber jetzt ist das Mikro verschoben. Nein. Siehst du das? Da, jetzt Nein, sind wir nein. drin. Geschleift. Das ist das Bild von Christoph Acker, wie sie am Computer die Pavlatschen reinzieht und ein Bouton aus der Toskana. Das glaube ich nicht. Was glaubst du? Na, wie du das jetzt gemacht hast. Nein, eingestellt hat Das ist, was Frag der mich da nicht. ein bisschen wischen, ein bisschen drucken. Ja, ein bisschen wie Und dann vor allem viel Hoffnung. Viel Hoffnung in die Technik setzen. Das ist das Prinzip, Hoffnung ist das Wichtigste. Das ist ein Die Wahnsinn. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Aber sie stirbt. Aber sie stirbt. Ja. Ja. Was, Marinus Herzl, hast du dein Horn heute wieder mit, Sonko? Nein, hat Müssen wir er sagen, nicht. nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das Horn Eigentlich ist nicht. zu Hause, aber, Sonko, sag's her, was du mit hast. Das ist schwer. Jetzt Fadel aus. Genau, fall aus. So wie ich gesagt. Ui. Ja. Sauber putzt. Und das ist was? Eine Posaune. Was? Ventilposaune. Was ist der Unterschied eigentlich? Weißt du jetzt davon? Na, der Ventilposaune, da checkst die Tonhöhe mittels dieser Ventile Okay, und bei der Zugposaune machst du das mit Zug. Ne? im Zug. Wobei, wenn du diese Ventile nicht bedienst, das ist ja das Gefährlichste bei so einem Blasinstrument, dass du so viele Naturtöne hast. Nicht so. Und da müsstest du jetzt warm sein. 7 wird der Ja. Hatsch. Ich weiß, ja. Das ist der 6. schon. Der ist unten. Und da müssen es halt, das ist das Ungute, dass die Lippen, die müssen aufgewärmt sein, sonst triffst du Also die warm Töne gespült nicht. quasi, ne? Weil die einfach schon, ohne diese Tasten, hast du so viele Möglichkeiten. Wie viele Naturtöne kann man drauf spielen auf einem? Na, ich glaube, Blechblasinstrument? die Besten werden schon spielen können 9, vielleicht 10 und ich so 8 bringe ich zusammen. Aber dann höher auf. Ich bringe wahrscheinlich ist 12 ganz schwer. Naturtöne zusammen, klingen Ja. täten aber nur 4. Das ist, Ja. du, aber sag, du Nein, musst schon aber da haben, musst, oder? da musst du ein bisschen eingespült sein. Ne? Das. Weil ich kann ja wieder starten, oder? Ich kann wieder starten. Sicher. Also einige haben schon bemerkt, das wie Werks-Yamaha ist ausgebaut. Werksjamacher. Jens Werig hat natürlich zu Recht hingewiesen, die Posaune ist auch ein Horn. Das stimmt allerdings. So gesehen stimmt's, ja. Jens natürlich, vollkommen Natürlich. richtig. Aber du gehst das Ganze von der deutschen Gründlichkeit heran. Wir betrachten das ja eher nicht so. Nicht? Aber natürlich ist es richtig, ist auch Horn. Aber es heißt halt nicht Horn, so wie das Tenorhorn. Deswegen war dieser Schmäh. Aber er hat recht. Jens hat recht. Na, ist ein Trompeten ein Horn? Ja. 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 Im Prinzip sind Flügelhorn, Trompeten gleich ne? wie Flügelhorn, nicht? Aber Flügelhorn. Nicht Flügelhorn. Ja. Also einige, ja sicher. Ja. Aber ich meine, wir wollen ja das nicht so präzise. Und ist ein Tuba ein Horn? das sehe ich, ja. Ja. Na klar. Wirklich? Okay, Jens, dann hast du gewonnen. Du hast gewonnen, Ja, Jens. der Jens hat recht. Bist du Der deppert? Franz Brandwein bringt sie auf den Punkt wieder. Das Ja. ist ein echter, der schreibt halt lyrische Dinge, das gefällt mir. Kann man mit der Zugposaune auch mit dem Bus fahren? Ja! Der ist gut. Franz wieder. Brandwein ist Das aber ist schon ein in echter. Ordnung, ja. Das gefällt mir, das ist ein echter Patrick. Das Der Jens sagt auch, mein Sax ist auch ein Horn. Ja, Saxophon, ja. Mein Horn natürlich, ja, das ist schon richtig. Aber wir haben das halt aus Tenorhorn haben wir das bezogen gehabt. Genau. Dass wir diese Finte gesetzt Das haben. Hörnl, ja. Ah, der Zug hat halt nichts mit. Naja, du, aber wenn du das schön in der Hand hast, müsst ihr jetzt nur einspielen, eine Stunde, oder können wir was spielen? Na, einmal im Monat spielen. Ja, Einmal im Christoph Monat Acker. treff ich auf Jazz. Hab Mach ich mal. wirklich bemüht. ja. Der Christoph Acker fragt schon voller Sorge ohne Schalldämpfer. Ja. Und ohne Schalldämpfer, ganz normal. Natürlich. Von Grinzing bis Grinzing, Otterkring, Rodan hört man jetzt Zonkos Horn. Der Posaune. Posaune, So ja, muss ich genau. sagen, eigentlich sagen Posaune. Jens Die Posaune. Jens Werig schreibt auch was Wichtiges. Blechblasinstrumente stammen vom Horn ab. Also Ja. insofern das Saxophon Okay, nicht, weil das Saxophon ist Das ist ein eigentlich Holzblasinstrument. Holzblasinstrument.
ist interessant, die Geschichte nicht mehr. Das Saxophon ist ein Holzblasen. Ist ein Holzblasinstrument, ja. Ja. Weil es eben der Wegen dem tongebende Ja, genau. Teil ist also ein Das Rohrblatt. Rohrblatt. Das Rohrblatt macht den Ton. Während du die einbläst, dann ein Schlückchen vom... Ja, genau. Das ist ganz leibend, das bringt ihn richtig draus. Ich muss auch richtig. So warte ich jetzt aber die andere Brühe auf, dass ich noch alles Ja. sehe. Du musst aber eines bloß Gott einmal nicht damit rechnen, was? Das ist das Schönste. Wir muss verweisen. Ja. Was ist mit Greenhorn? Bügeleisen ist kein Horn. Das Der geht. Hurwitz. Ja, herrlich. Hornochs ist kein Musikinstrument. Jetzt hat er mir die Kopfhörer geschossen. Na gut, meine So Güte. ist es. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz mit einer herrlichen Basslinie. Und die hast du Das habe ich obergekocht. Ja, der Das habe ich Oberchor obergekocht und eine und dann Basslinie habe erstellt. ich, genau. Also er arbeitet. Aber lang. Also wirklich lang Scheiße. dauert. Also, unsere Kapellen nimmt Formen an. Das muss man Ja, schon ja. sagen. Ja. Das muss man schon sagen. Die Kapelle hat gewonnen. Also, Ich glaube, Tom passt. Da ist nicht leise. Ich bin's. nö, Ich bin's. ich bin schon lang, aber was machen? 1, 2, 3, 4. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich denk mein Mann und vor der Kritze hinaus. Dummi, du raus. Ich siehst die Schranken, da wird man entfahrt. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine Musik, ob sonst kein Verbiss. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann Dudeli, und dann Dudeli, und dann Dudeli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, du heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerreden, wenn ich zum Weide vier. Dort haben wir den Scherben gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich meinem Vater schon einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Riss. Ich denk mein Mann und vor der Kritze Klaus. Dummi, du raus. Spülen siehst die Schramm, wenn du wieder mal nicht fahrt. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine Musik, ob sonst kein Verbiss. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann Dudeli, dann Dudeli, dann Dudeli mich aus. Jawohl. Das ist mächtig von der Auftakt zur Brennraumkapelle, oder? Ja, das kann man so sagen eigentlich, ne? Das ist ganz Gut, schön. aber das, was ich da gefunden habe, ist gar nicht so schlecht. Hat gar nicht so schlecht dazu gepasst, oder? Das kann man so nicht sagen, oder? sondern das ist sogar ausgezeichnet. Achtung, blaue Ozeane, Jawohl. in Strömen, quasi Jawohl. alles. Es ist ein Wahnsinn. Gefällt euch, gefällt euch. Also, es war heute wieder, ich habe heute, das sieht da jetzt gar nicht eigentlich, ich habe ja heute mein Weihnachtsgeschenk schon aufgebaut da. Ich habe mir selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht, ne? Ja, was magst du im Lockdown? Du kannst ja nicht dir was schenken. Ne? Und jetzt steht das da in der Ecke, nämlich ein Klavier, nicht? Also ein Stage-Piano, wie man so schön sagt. Aber es ist sofort von den zwei Banausen im Beschlag überholt. Der Zunge hat am Anfang gleich die Noten dort ausbraten, hat seine Brühen aufgelegt. Im Patrick sei Daumen verschickt, stehen die Keks schon drauf. Ich
was man auf ein Klavier steckt. Ich habe gerade dreimal probiert, eine Tastenanschlag, aber es funktioniert nicht, jetzt sind schon die Breseln drin. Das ist ein Wahnsinn. Nein. Wir wissen schon, was wir machen. Ja, der Christoph Acker sagt, ich habe noch einen Schluck verdient. Danke Christoph, da hast du recht. Ja, genau. Ich bin ja auch bereits beim Sekt. Wieso hast du denn, hast du nicht einen Wein auch schon getrunken? Ja, ich habe ein bisschen weniger. Du hast gleich geäxt. Weltklasse, sagt Michael Fessel, danke schön. Da hat sich das Üben gelohnt, Zonko. Sagt er ist 78. Er ist 78, dankt er. Ich danke dir, aber ich hab's wirklich viel gespielt. Bis deppert. Nein, aber Ja. aber das ist ja gleich was anderes, das Üben, Ja. wenn man weiß, Ja, sicher. man übt davon sie, wo Ja, man dann auch ja. zusammenspielt. Ja. Gell? Ist das schon? Nein, erstens das und zweitens, du hast das letzte Mal was ganz Leibendes gesagt, wie gesagt hast, weil man glaubt, man kann eine Nummer, man kann es noch lange nicht. Ja. Das ist nämlich wirklich so. Du spielst daheim und denkst, ja, easy, pass auf, komm her, das machen wir gleich. Und bis es dann wirklich sitzt, das dauert echt lang. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie oft ich das gespielt habe. Aber Ja, aber hat sie aus. jetzt geht es schon besser. Ja. Mir Und taugt es das. ist auch ein super Gefühl. Nicht? Weil die Combo abfährt, das ist irre. Das ist schon. Also das ist ja auch, wenn was weiß ich, wenn man ein Lied einlernen oder sonst was, halt sagen, erst das war super, das lerne ich mir ein. Jetzt ist eine ganz andere Motivation, wenn ich weiß, erst, Patrick, wann sehen wir uns, weil das muss ich da vorspielen, Ja, ja. oder wenn ich ein Lied schreibe, ne? Und dann schauen wir gleich, dass wir das zusammenbringen, dass wir es bald spielen können. Ne? Ja, Das ist der Motivationsschub ist einfach enorm dadurch. Ja, ja. Das ist ganz was anderes. Ja, klar. Ja. Da haben wir heute, weil der Patrick ist heute schon am 1 gekommen, ja. und haben gesagt, dass wir was proben, nicht, dass wir arbeiten, hart arbeiten. Ja. Sind wir gleich mal zum Food Truck da gefahren, wie man so sagt, also zum Wieselstand. Ja, So. ja. Haben uns einen Burger geholt und einen Hotdog. Sicherheitshalber. Dann haben wir Gott sei Dank von der Daniela Schlögl einen Nussschnaps gehabt. Und auf jeden Fall haben wir trotzdem sogar ein bisschen geübt. Also hart gearbeitet haben wir nicht, aber wir haben und da ist uns, da hast du ausgegraben ein Lied, das ich geschrieben habe, auf das ich schon wieder ganz vergessen habe. Wirklich? Ja, und das spielen wir jetzt. Spitz. Ja. Wie heißt Ja. das? Charmant galant. Ja. Charmant Ja. galant. Ich glaube, aber das hat, aber im YouTube habt ihr das drinnen, oder? Ja, ja. Ja, oft, natürlich. Wir haben es eh oft Ich habe sehr oft gespielt, aber jetzt in letzter Zeit nicht. Aber, nein, und ich vergesse oft, dass ich sowas geschrieben habe. Das ist das letzte Mal, glaube ich, im Frühjahr oder im Sommer. Wirklich? Ja, Du vergisst ich es. vergesse oft. Nein, der hat heute ein paar Lieder rausgezogen. Ich sag, Jesus, Gibt's das das? ist Und weil Pass ich, auf. weil ich das Leadsheet mit habe, dann können wir es spielen. Aber das, ich habe das alles gesammelt. Er findet es ja nicht. Ich habe es reicht, dass ich es geschrieben habe, was muss ich noch finden? Jetzt muss ich das immer mitnehmen, alles. Wo habe ich denn das jetzt Das ist hingekriegt? nicht Patrick? einfach. Oh, Da. ja, das, aber ich suche wieder was anderes. Ich habe das gegeben heute. Ich hab doch, ich möchte euch nur eine Textpassage von mir vortragen. Da habe ich es, glaube ich, wo. Das Lied heißt Der Privatier. Schön. Ja, also das Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie das gegangen ist, aber den Text möchte ich vortragen, wenn ich darf. Darf ich Sicher, den Text bitte. vortragen? Der Privatier, das war sein Traum. Das ist nach wie vor mein Traumberuf. Ja. Der Privatier steht davor. Ja. Ich bringe euch darf ich das ganze Lied vorlesen? Sicher, lässt vor. Weil es geht Wir machen nicht- das wieder einmal nicht gespielt heute. Wir haben heute wieder die Rubrik Ja. eines Genau, vorgelesen. genau. Aber es liegt daran, dass ich ihm das nicht liebe. Der Privatier, wann wir das geschrieben haben? 90er Jahre. Das ist, Ja, kein, 90er das ist Jahre. noch kein 2000er. 90er Jahre. Ende 90er Ende Jahre. 90er Jahre. Aus Ende 90er. Der Privatier. Text und Musik Klaus P. Steurer. Da steht's. Was ist der B? Blader. Ursprünglich wollte ich prominent, aber na, Peter. Tatsächlich Peter. Ja. Klaus Peter. Ja, ich habe meine Mutter immer gefragt, warum. Wie kommst du auf die Idee, dass du einen Otterkringer Burm Klaus-Peter nennst? Ja. Wie kommt man auf das? Und das war so, Klaus hat sich so gedacht, heißt keiner, Ja. das ist gut für den Kindergarten und Ja. so, nicht, wenn Ja. ich weiß. Und außerdem hat sie immer gesagt, was ist, wenn der Bur lispelt? Ne? Wenn er zufällt. Ja. Jetzt heißt er Thomas Steurer zum Beispiel, Ja. wie mein Bruder dann. Ja. Mein Name ist Thomas Steurer. Ne? Ich sag, nein, das ist nicht. Nehmen wir Klaus geht. Ja, ja, das geht. Ja. Und Peter ist deswegen, das ist der Vorname vom Friseur gewesen, vom Stammfriseur. Ja. Deswegen, weil sie hat mich beim Friseur quasi die Wehen gekriegt, mit mir, nicht? Und hat dann gesagt, pass auf, wenn der Bur heute rauskommt, dann kriegt er den Taufnamen nach dem Friseur. Das war? Und genau so ist das gewesen. Darum heiße ich Peter. Ist
Der Depp. Noch ein Otter kriege ich Frisier. Das ist ein Wahnsinn. Und trotzdem ist er so alt geworden. Das ist ja unglaublich. Das ist Wahnsinn. Also pass auf, warte, ich muss einen Schluck nehmen. Jetzt trage ich vor, aus Ende der 90er Jahre, der Privatier aus meiner Feder. Das ist unglaublich. Klaus P. Und nicht Cristiano Sebastiano. Das ist ganz leibend. Das Leben ist schön als Privatier. Ich sitze täglich im Café. Und abends in der Innenstadt trifft sich, wer Rang und Namen hat. Kurz die ganze Hot Volée, darunter ich als Privatier. Mein Herr Papa, ein weiser Mann, der gibt mir Geld, so dann und wann. Und auch die Frau Mama gibt mir genug, beinahe. Und dann noch Tante Frieda gibt mir Scheinchen immer wieder, so habe ich nur im Portemonnaie, was man so braucht, als Privatier. Ein Kraftfahrzeug, eins mit PS und Zubehör bis zum Exzess, kriege ich ein Strafmandat, dann zahle ich einen Advokat. Mir fehlt es nie an Damen, selten weiß ich ihre Namen, man zieht sich drück ins Separé, wie sich's halt gehört, als Privatier. Ich bin zu jeder Tageszeit noch öfter bei der Dunkelheit in einem Stammlokal dank meinem Kapital. Ich habe Freunde ohne Ende und noch viel mehr Außenstände. Das ist nicht gerade ein Renommee, doch kümmert's nicht um Privatier. Mein Herr Papa, ein greiser Mann, wird mit der Zeit sehr inhuman und auch die Frau Mama kürzt plötzlich mein Etat. Tante Frieda hat einen Heimplatz, verringert damit meinen Umsatz. Zur Arbeit muss ich gehen, das ist schon hart als Privatier. Das Leben war schön als Privatier, heute fehlt mir dazu das Budget und abends vor dem TV-Gerät verliere ich meine Identität. Das Arbeitszahn ist jetzt passé. Es war so schön als Privatier. Bravo! Das ist selber gefallen. Hat das selber gefallen. Großartig, ja. Wird es euch gefallen? Ganz ehrlich. Also nein, seid nicht ehrlich, seid aber leibend. Nein, aber so, das ist schön. super. Das hat mich irgendwie, wenn man doch, das ist aber in dem Ich Alter sitze damals. täglich im Café. Ja, das hat gestimmt, also bis aufs Geld hat alles gestimmt. Hat gestimmt, aber der Rest nicht. Unglaublich. Da war der Zonko schon charmant, schreibt der Christoph Acker. War so, unterhalten Sie wieder unterhalten sich miteinander. schon die ganze Zeit. Ich habe das mitgelesen, aber nicht kommentiert. Unterhalten sich gut, das ist schön. Was sind schon die Posaunen von Jericho gegen Zonkos Posaune von Wien? Ja! Wer hat das moin. hingeschrieben? Der Jota. Jota! Das ist einer, der sich auskennt. Jawohl. Jawohl. Der Mario kennt sich ist auch aus. wieder dabei. Große Freude. Corey Breckern sagt großartig die Achtel von einer. Franz Brandwein auch. Sagt auch der Leon. Also ich sag's recht lieb, auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Lied. Ja, Aber das bringen wir jetzt musikalisch immerhin. Charmantes Lied. Also weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich glaube, so heißt es. Ich weiß nicht, wie es charmant, heißt. galant. heißt Charmant galant heißt das Lied? Ja. Charmant galant. So haben wir heute ausgewählt, so erst bitte großartig. Ich habe lange nicht gespielt, ich meine, weißt du. Bitte, Herr Kapellmeister, ja. Ich hab Übergewicht und bin nicht grad der Größte. Und in der Schule war ich nicht grad der Beste. Und langsam gingen mir die Haare schon aus. Aber das ich mach mir da nichts draus. Weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Für hübsche Frauen schreibe ich die schönsten Melodien. Und manchmal kennt man sagen, ich sei fast dekadent. Weil geht's um mich, bin ich in meinem Element. Und wann ich will, das weiß ich ganz genau, hätte ich an jedem nächsten Tag eine andere Frau. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich hab Mundgeruch und bin auch sonst ein Stinker. Manche bösen Zungen sagen, ich sei ein Trinker. Und auf mein rechter Ohr, da hör ich ein bisschen schwer. Aber das kümmert mich nicht sehr,
weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Für hübsche Frauen schreibe ich die schönsten Melodien. Und manchmal kennt man sagen, ich sei fast dekadent. Weil geht's um mich, bin ich in meinem Element. Und wann ich will, das weiß ich ganz genau, hätte ich an jeden neuen Tag eine andere Frau. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich bin Allergiker auf Gräser und auf Pollen. Und auch mein Raucherbein ist meistens angeschwollen. Aber mein Selbstbewusstsein, das ist pumpelgesund. Und dafür gibt's ja nur einen Grund, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Für hübsche Frauen schreibe ich die schönsten Melodien. Und manchmal kennt man so, ich sei fast dekadent. Weil geht's um mich, bin ich in meinem Element. Und wann ich will, das weiß ich ganz genau, hätte ich an jeden neuen Tag eine andere Frau. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Jawohl! Sehr leibend. Eine klasse Nummer heißt das. Sehr leibend. Charmant, Folgt mir galant. selber wieder. Das ist Charmant. Das ist ein Wahnsinn. Ui, ich bin da hängen geblieben Oi. mit den Jesus. Yes, die Achteln von einem, den echt gefällt jetzt. Es ist schön. Der Snoop Doggy Doggy sagt, ich check mir demnächst eine E-Gitarre. Ich will unbedingt spielen lernen, Pink Floyd und solche Sachen. Voll leibend. Noten lesen kann ich zwar nicht, aber das ist mir wurscht. Ja. Das kennen die meisten nicht. Der Zocker kann das. Also, Dafür kann er nichts auswendig spielen. ja, das war oft. Also, Ja. es gibt ja, Ja. viele Musiker, die das nicht beides beherrschen, aber das ist auch, also ich tue mir schwer mit Noten. Also ich kann schon Noten lesen grundsätzlich und der Party, aber vom Blatt spielen, das bringe ich nicht so. Aber und du kannst das wieder. Und das andere nicht. Naja, das ist, aber das ist ja oft Patrick, eine darf ich Übung noch? Ich biete da Ja. Auf jeden Fall Snoop Aber Doggy nur Doggy wenn du ist mir eine einsteckst. super Idee. Kauf der E-Gitarre. Unbedingt. Ja, spielen. Und heutzutage, das ist ja gar. Also bei mir war es ja so, ich habe am Anfang mir zugelegt. Jesus! Raum frei! Unterbrechung! Sonntag, wir brauchen eine Fanfare! Schnell Fanfare! Schnell Fanfare! Dankeschön, Uschi. Warte, Mucki, Fanfare kommt! Nein, warte mal, jetzt! Ja, du musst Die da hört man stimmen. gell? Du musst stimmen. Man sieht dir nicht, man sieht dir nicht. Bravo. Praktisch nicht. Ich sage, mir ist Großartig. ich glaube, Großartig. es ist alles da. Danke Dankeschön. alles da. Ja. Weltklasse. Danke Wenn wir noch was brauchen, rühren wir. Gut. Schau da, die Chilis sind eh wieder nur für mich. Schreibst mir Die eh. zwei essen ja wieder nichts. Bester Narisch. Dank der Shit. Danke. Danke. Die zwei. Ja. Der Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Zuerst die Ich habe mir ist ja das so schlecht, weil ich das ganze Tiramisu zusammengefressen habe, weil man dachte, da waren die zwei Kugeln. Ja, was ist zusammengefressen? Ja, weil man alles Das ist rein. ein Geld. Und ich ein Scherz. Was ist ja, das? Greif's zu. Ja, aber das wird jetzt so mit der E-Gitarre. Bist du deppert. Wahrscheinlich habe ich das eh schon ein paar Mal erzählt. Schau, ich muss aber gleich. Hau eine Zonko. Ich bin nicht der Gast, die darf ich schon, gell? Ja, bitte darum. Boah. Der Michael Hammer sagt ein sexy Popo. Wow. Ja. Mein Wow. Schnurl. Was sagst du? Speck? 1A. Weil. Wow. Ja, Der Harry Schneller-Fonte schreibt natürlich auch Wow. sehr nett. Klausilein, ein schönes Lied. Ich bewundere deine Selbstreflexion. Ja, ja. Er ist schon wieder frech, wie das Harry. schon macht. Das ist kaum ist er da. Wow, aber der Speck ist ein Wahnsinn. Ja. Ein Knoffelspeck. Ja. Ui je. Ja. Ja. Ein Bild für Götter. Ui. Da sitzt der Klausi. Er ist schon mit der Wandmaus gestreckt, was geht. Und also einen Speck rein. Wollte ihn so aufrecht sitzen. So. Und die Influencer werden wahrscheinlich. Immer weniger werden. Haben wir einen Hater? Nein, wir haben noch keinen Hater heute. Der macht keinen Witz. Nein, wir haben keinen.
53 Daumen nach oben. Ich meine, da ist ja noch Luft nach oben, muss ich auch sagen. Bei 147 Zuseher. Da ist ja Luft nach oben. Aber kein einziger Daumen nach unten. Ja. Das kommt schon an. Das muss kommen, das gibt's ja nicht. Alles gut. Boah. Das ist sehr gut. Was soll ich auch sagen? Was haben wir dann? Parmesan, oder? Das ist, ja, das ist ein Parmesan, das ist, das ist ein Bergkäse. Wow. Das ist ein bisschen milderer. Und das ist so ein Brie mit grünem Pfeffer. Ja. Mir gefällt das eigentlich. Wir sitzen da, essen, wir schaut uns ein bisschen zu. Kann man jeden Tag machen. Der Harald sagt der Zoko, immer der Erste am Essen. Das stimmt, ja. Nein, jetzt habe ich schon 2 Daumen nach runter. Ich danke jetzt schon. Danke. Man muss ja noch Bitte sagen. Und dieser Bergkäse ist aber auch gut da. Ja, Wahnsinn. Übel gut. Ja, der Harry hat ja einen Speck rein. Weil er gewusst hat, da kommt was. Ich habe schon gewusst, warum ich die letzten Tage nichts isst. In den letzten Tag, wo der Speck ist ja Wo ist Wahnsinn. der her? Vom Schlingermarkt. Also, wo Okay. der Speck selber her ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber vom Schlingermarkt, da haben wir immer ein Standel, ein Floridsdorfer Markt quasi. Ja, Da haben wir immer ein Standel, da schauen wir, dass wir den. der ist richtig gut. Und der hat gute, also der hat eigentlich wirklich, der hat gute Sachen. Wow. Jetzt hol ich mir auch, was sagt der Rudi Korbes. Recht hast du. Ja, eine mit Zeit. Natürlich. Aber das stimmt gar nicht. Foodborn, Helfried Brunner, richtig. Ich habe die letzten Tage auch gegessen. Wenn mich auf Facebook ein bisschen weiter schaut, auch bei mir, wie gestern was gepostet, ist mir gerade eingefallen, dass man vergessen Aber das war leibend, das war schön. Das war auch gut. Zuerst eine Wanderung. Nachher. Ja. Die Wanderung war nachher. Nachher. Ich war nicht wandern. Ich fahre morgen wieder in die bucklige Welt, da gehe ich wieder wandern. Da gehe ich wieder in den Wald. Da das brauche ich. Ich brauche einen Wald. Und Hiegeln, obwohl es so anstrengend ist. Das ist gutes Spiel, Ja. gell? Aber ich glaube, es ist sicher noch nicht da. Also ich glaube, da können wir sicher meinen Munkeln noch bewegen dazu, was dann Speck aber bringt. Wahnsinn. Ja, gut, gell? Wow. Da kann was. Und ich meine, als Tiroler bist du ja quasi grundsätzlich eine Instanz. Ein Speckfocken. Als Tiroler bist du auf alle Fälle ein Speckfocken. Roman Buchter, ich habe schon vor langer Zeit geschrieben, dass es eine Ähnlichkeit von Bitte zu Tisch hat. Es wird immer ähnlicher. Bitte zu Tisch mit Brigitte Xander. Das ist ein Traum. Ja, die Frisur hätten wir schon. Ja. Der Anta Christina an, die hat ja auch schon einen Speck und einen Kass geholt. Ja. Dieter, jawohl. Was ist denn das da, Klausi? Was denn? Das da ist scharf. Das ist da? ein Chili. Das ist, ich glaube, das ist ein Kumquats-Chutney. Ah. Von den eigenen Kumquats. Ja. Eigene? Ja. Ja, das ist eine Orangerie. Das greife ich nicht an. Ja, Das ist sicher wahnsinnig scharf. oder? Ja, Isst du scharf? ich auch nicht nur. Also ich bin nicht einer, der immer scharf essen muss. Ja. Dass man es nicht aushält, sondern ich habe es manchmal gern mild, Ja. manchmal gern würzig und hin und wieder durchaus mag ich schon mal so den Ja. Clash. Und was ist das Wichtigste? Föh. Dass man was zum Trinken hat. Dass man was zum Trinken hat. Ah, das sind so Flüssigkeiten. Ja, so zusammenschneiden. Nein, Du das brauchst dir das ist ein eigentlich? Lemon Drop. Nein, das Lemon ist sicher Drop. nicht so scharf. Dass Oh je. der Party hat schon alles. Ich Das kann schon brauche alles. ich. Das brauche ich. Na, das Aber- ist sicher scharf. Ja, da kann's. Ja, man kann. Ja, ich liebe ja Chili. Er wird abbrennen. Nein. Der Uli ist noch nicht gesagt, die Händel und Krameln vom Schlingermarkt. Ja, und gibt's. Also die von dem Wildfleisch auch, ne? Aber dabei, ihr tut das reinhaut. Ich kann jetzt eigentlich den Erzherzog Johann Jodler zu einer Das ist Bretel außen, oder? Das ist Da eine. eine. Das ist eine Ich Idee. bin halt leider nicht aufgewärmt, aber das ist eh. Wo ist er? Wo ist der Erzherzog Johann Jodler? So? Hast du den? Packst du da noch? Packst du da noch? Nein, das habe ich Platz. Ich muss mich wieder um die IT kümmern, gell? Ja? Kümmere dich nur. Naja. Deinen. Da wird ja Wahnsinn. Ich freue mich. Meine! Also unter Mal und so ein Bretel außen, ne? Ja. Das bitte ich. Das passt ja perfekt. Aber ich muss noch.
dass du nicht warm bist. Ne? Naja, ich weiß nicht, ich hab nichts dagegen, dass du nicht warm bist. Jawohl. Nein. Ich habe mich bemüht, das ist nicht ganz super gegangen, aber Nicht da, man muss ja das einmal so für die Nicht-Musik kennen, oder nicht Das ist Musiker, wirklich ein wenn man Wahnsinn. keine warmen Lippen hat, als Player, also keine ist ein mit Wahnsinn. Blut gefüllten. Ja, das ist wie bei uns mit Das kalten ist Fingern. Das gibt Wie kein- mit uns Wie mit mit kalten kalten Fingern. Fingern. Ja. Wir sind Das ja. ist ein Luder. Aber Bewundernswert. ich finde das Recht haben wir. wunderbar, der Tiroler, der nach Wien kommt und damit er nicht gleich ganz, Erzherz und ja. ganz in Wien eintauchen muss, bringt er zum Beispiel von unterwegs was mit. Genau. Aber ist ein Klassiker, gell? Der Erzherzog Johann Jünger. Das ist schon schön, ja. Mir gefällt das auch. Ja. Aber das ist auch sowas, wie so bei manchen Wiener Liedern, wo sie sagen, es ist auch Droschen. Ne? Weiß ich nicht. Ich finde das eine schöne Nummer. Ja, ja. Absolut Droschen Ja. hin oder her. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ui. Ich bin noch im Essen. Ich kann Rudolf Korbes, Rudolf oder besser Ja. von uns genannt, Rudolf. jetzt bin ich baff. Bravo Zonko. Ich danke Ein dir. guter Quetsch schon nämlich auch. Sag gut, das musst du probieren. Das musst du probieren. Das musst du probieren. Auf dem Parmesan. Was, Ist- ein ist- Zwiebelkonfit? ist es schon erfahren? Nein, das ist Das ist ein Zwiebelkonfit wahrscheinlich, oder? Punktwatzschatten. Das ist Oh. ein Zwiebelkonfit, das ist was, was ich überhaupt noch nie gehört habe. Nein, Das ist ein Zwiebelkonfit. ist selber Das ist ein gekocht Wahnsinn. schon. Wirklich? Das schaut so aus, ne? Erst ich hoffe, dass mein Munkelein zuschaut, weil der Speck geht uns aus. Der Speck geht hier langsam. Den Speck kann man vernichten. Und ich habe jetzt 3 Platteln gegessen, komischerweise, ich weiß Aber das muss nicht, nein, das siehst das ist quasi wie eine Marmelade, aber nicht so wie eine Marmelade. Aber, und die Kumquats, die haben wir, mein Leber, die haben wir. So. Wie hast du jetzt gesagt? Kumquats? Kumquats Chutney. Okay. Quasi wie ein Zwiebelkonfit, nur ganz anders. Im Prinzip ist ähnlich. Also. Wo haben wir einen Spritzen gemacht? War das auch scharf? Nein, also was ist der scharf? Nein, da ist das nicht, das darf nicht scharf sein. Das darf man auch nicht schon. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Also, oder ist mir vielleicht der Chili ein Nachbett? Nein. Ja, ich ist ja nie scharf. Für mich hat das eine Schärfe. Wirklich? Ja. Jetzt weißt du, was ich für einer bin. Du, Dann kostet Warte. du auch nicht den anderen. Erst habe ich mir da gespritzt, oder hast du da Wasser reingeschüttet, oder was? Das schmeckt nicht gespritzt. Nein, nein, Oder ist das nicht mein Glas? Oh ja. Du hast den da, du hast den da. Meinst du da? Ja. Ich mein, Das ist ja. nein. So, ich gehe jetzt auf keine weiteren Oh, Anregungen mehr eingehen. Dankeschön. Danke, Herr. Ich danke dir. Ja, Du, guter Stopp ist der. Nein, war Scherz. Danke, Schnelli. Alles gut, Weltklasse. Jawohl. Schau, der Zonko da frei. Der Zonko da frei. das ist fein. Und wir sind Armfressen. Wir sind Armfressen, das was willst du machen? Aber echt, das findest du wirklich scharf? Ich meine jetzt ungut scharf für dich oder Nein, wo du einfach sagst, nein, das ist schon scharf. das ist schon scharf. Echt? Ja, aber nicht ungut. Ganz lustig, gell? Aber das, da wäre sicher ungut. Das wäre dann viel. Ich meine, weil ich habe immer so ein bisschen, so meine Mutter, die hat auch so ein Sensorium, wo es dann halt schnell zu scharf ist. Also? Und ja, und da weiß ich dann,
zum Beispiel so Sachen, das Na, schmeckt ist die mir gern gut. scharf? Nein, ihm nicht. Aha. Ja. Ja. Und da weiß ich, das schmeckt jetzt genau richtig gut. Also, das könnte meiner Mutter nicht vorsitzen, Ja. das war einfach Ja. zu scharf. Andere Sachen wiederum ganz würzig sein, das stört, aber das sind so Nachschub. Snoop Doggy Dogg Style. Ja, der Christa kriegt auch schon Hunger. Ja, der Christoph Acker, das Munkelein schnurrt. Aber der Christoph kennt sie schon. Der Christoph kennt so? schon, weil da haben wir so, uns ein Konzert? getroffen. Nein, wir haben uns da getroffen, wie wir in Bachfurt im Training. Beim Training das war's. Motorradtraining gehabt haben. Und da haben wir uns da getroffen, Ja, haben von meinem Munkelein noch einen Kaffee gekriegt, haben uns den reingeschossen. herrlich. Dann sind wir nach Bachfurt gefahren und dort ein Motorradtraining gehabt. Dann der Christoph Acker mit mir, zack, ab nach Wien, ab nach. Wo euch beide dreimal auf die Backen gehauen habt. Ja, aber nachher noch gespielt. Ja. Ich bin direkt von Bachfurt mit Wirklich? Christoph dabei. Ja, direkt ab zum Ausblick nicht, in Strebersdorf. Und dort haben wir dann noch ein Konzert gegeben. Und da war dann schon, wie ich angekommen bin, der Patrick hat Gott sei Dank schon aufgebaut Alles gehabt. schon fix fertig gemacht. Und ich bin hingekommen. Und dann haben wir uns hingesetzt, nicht? Und dann haben wir einen Traumsaft getrunken, weil ich eben mit dem Motorrad dort war. Sie waren körperlich wirklich mir. Also ich habe mir schon geistig gedacht, auch. wie ist da deppert, jetzt noch spülen. Ja. Alter. Aber wie das dann der Und der Christoph... Patrick hat ihn mitgerissen. Patrick mit der sowieso. Und der Christoph hat dann auch Voll gesagt... ausgeruht, nicht? Ja, nein, der Christoph hat dann auch gesagt, na ja gut, du warst voll miert und alles, aber hingesetzt, Gitarre aufgenommen, Schalter umgelegt und Ja, das ist das Schöne, gell? Ja. das ist ja so. Das ist ja so. Ja, der Franz Super. Bartwein war übrigens auch dabei bei dem Bachfurt-Geschichte. Das ist jetzt natürlich ganz was anderes, aber es ist trotzdem irgendwie jetzt vergleichbar. Mir geht es oft so mit dem Brennraum. Ich habe den um 9 Uhr auf Nacht und da ist oft so, dass ich mir denke, bist deppert, aber heute bin ich miert. Boah, das ist aber zach heute. Dann hocke ich mich dorthin und das geht los und wow! Und es ist ganz leibend. Nicht? Und dann so, kriegst du eine Stunde ist schon um. Ja, Eine Stunde ist Eine schon Stunde ist um. um. Jetzt müssen wir denken, na, ich hole mir jetzt noch einen Kaffee. Ja, schön. ja, nein, das ist ein Wahnsinn. Das Ja. ist ein Wahnsinn, Ja. wie die das aufpusht. Und bei so einem Konzert ist, glaube ich, so viel. ist aber die da Schöne. sitzt du, spielst Leiber und nicht, da kannst kommt du die Energie oft- wieder. Noch so ein schlecht Ja. Gefühl her oder bist krank gewesen und denkst, ich mag halt nicht. Kaum gehst auf die Bühne die ersten 2 Stiegeln und da spielt der Rutger Maat spielt schon. Ich bin schon Rutkamat! und Der das rennt schon Rutkamat! und das geht schon. Das haben wir auch schon gespielt, das war beim Ball, ich glaube beim Jägerball in der Hofburg. Wir haben gespielt. Und ich habe gesagt, Alter, mit der Steirischen, ne? Ja. Und dafür ist Wiener hat auch gespielt, aber halt mit der Steirischen, der Patrick gefragt zum Spielen. Ja. Und Ding, und das nächste Ding. Ja. 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 Und ich sage, Alter, kannst du jetzt noch nicht einmal irgendwann passieren? Und ich sage, was der, weil der Rutger Maat einmal eingeschalten ist. Ne? Das ist aber ein Traum. Rutkamat Der ist ein Rutkamat. Wahnsinn. Wenn es halt richtig passt, alles so richtig. Ja. Du, aber weil das so ist, der Christoph Acker sagt, in Bachfurt war ich fast zu spät. Ja, das stimmt. Und der Harry Schneider-Fonte sagt, Bachfurt bei Wien, gell, Klaus? Das war nämlich folgendes. Wir haben ja eben ein Konzert gehabt am Abend und ich habe mich auch angemeldet für dieses, und das war von der Stadt Wien, ist ja das, nicht? Gesponsert, Stadt Wien, dieses, ja. dieses Motorradtraining. Safe Bike. Safe Bike, genau. Ja. Und der Kassen, das ist in Wien, nicht? Also von der Ah. Stadt Wien. Und da habe ich gedacht, na ja gut, Bachfurt, ne, das wird auch wieder irgendwo so rund um Wien halt sein. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist kein Problem mit Konzert nachher, da melde ich mich auch, ist kein Ding. Und dann schaue ich nach, ist das da irgendwo Das bei ist so. Bandorf da unten Ja, oder ja, was? ja. Und dann habe ich gesagt, Patrick, erst kannst du aufbauen, weil ich werde ziemlich zeitnah erscheinen. Ne? Ja. Aber es ist sehr schön ausgegangen. Es ist schön ausgegangen. Ja, weil der Rutkamat angerissen hat. Was heißt denn? Rutkamat! War noch dazu so ein Hass am Tag auch noch, nicht? Wirklich? Ja, Das war mörderisch Hass. Ist einer von euch, wahnsinnig Hass. schlag einer auf die Hitze an? Beide wollen wir es nicht. Bei dem Ja. Aber, und mir wird aber nicht Heute schlecht. ist es aus. Mir wird nicht schlecht, überhaupt nicht, aber ich mag es nicht. Nein, ich merke schon, das das war wäre richtige Hitze. Konzentration und alles Das los noch. Konzentration, total. aber ich bin nicht einer, der bin noch nie umgefallen oder was. Gott sei Dank nicht. Das ist Aber ich ja mag es nicht. Also, Weil wenn du umfällst, da fällt viel um. Ja. Die Länge. eine Detonation. Wenn ich umfalle, hat das nie was mit der Hitze zu tun. Ja, ich trinke einen Kindersekt. Aber, Aus dem Grund. aber ich merke das schon, also ab 26, 27 Grad merke ich, dass mein... Wir bringen nichts mehr System zusammen, wenn weniger es nicht. so 30 Grad, 35 Grad hat oder was. Ist brutal. Wir ja. brauchen gar keine Proben ausmachen in der Zeit oder so, weil es bringt nichts. Ja. Das geht nicht. Also man muss wirklich irgendwas.
Wahnsinn. Das ist ja der Gerald Spürk, hat mich schon, was heißt irgendwo bei Bahndorf, das ist bei Bruck. Dieses Bachfurt, ich weiß ich hab's nur auf der Karte, wie gesagt, alter Bahndorf, mit dem wir was anfangen können. Das ist jetzt im Osten oder im Immer. Süden? Das ist die Frage. Alter Patrick, bitte halt die Patrick, bitte halt die Patrick. Ich muss euch einspielen, Bilder, die ich wieder erhalten habe. Und zwar einmal da. Halt, halt, Halt schon, tu nur. Spür rein. halt. Wir lauschen und schauen an. Ich glaube, das war von der Daniela. Warte mal. Haben wir noch eine rein, ja. Das war von der Daniela Schlögl. Wir sind ja eh. Glaube ich. Ja, das ist Daniela Schlögl. Aber der ist schon Was? ein Wahnsinn. Da daheim. Die trinken Schnaps auch, Patrick. Die Daniela, auch einen Schnappes. Was? Das war, Daniela, was ist jetzt? Du, jetzt bin ich. Da habe ich das durcheinander. Ui. Vor lauter Freine fressen da. Ich glaube schon. Ich finde es nicht mehr. Der Harry schneller Fonte, Mann, passt Ja, jetzt ja. gerade. Ich suche mein Gleichgewicht. Ja, das ist ja. Das ist ja Sieh mal. Ich will mich mal mit dem Klaus Schirch, Christoph Vorwart, das ist kein Satz. Ja. Ich will mich mal mit dem Klaus Schirch. Ansaufen. Schier ansaufen. Glaubst Ja, sicher. Das heißt sie, Ja. ich glaube auch, ja. Okay. Vorwart sagt das gleich. So, also pass auf, das ist jetzt einmal da. Aber jetzt bringe ich noch. So, da Georg Scheurer natürlich ein besonders tolles Foto rein, weil nämlich er zeigt stolzer Brust. Ich glaube, das ist der Oliver Grün, glaube ich, ja. Mit stolzer Brust zeigt er das T-Shirt. 16er Buben. Und das bringt mich auf den nächsten Punkt. Heute habe ich telefoniert Ja. mit den Fleischleibchen, mit Martin. Ich habe so viel zu tun und alles hin und her. Aber wir dürfen schon ankündigen, es kommt noch vor Weihnachten. Also wahrscheinlich Wirklich? noch diese Woche werden wir es noch schaffen, dass wir die ersten T-Shirts online stellen. Also Nein. holt eure Ideen für Geschenke zurück. Es kommen noch welche. Kommen noch gute T-Shirts. Es kommen noch welche. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Aber also ziemlich sicher. Also sehr sicher. Das ist eigentlich, ja, wir rufen uns morgen nochmal zusammen. Die haben so wahnsinnig viel zu tun. Ja, eh. Und dann ist noch wer krank geworden, hat er gesagt. Ja, stimmt. Ja, und Die- schon die, was die hängt alles. T-Shirts, Ja. die T-Shirts macht. Ja. Und das ist halt in so einer kleinen Firma Ja. Eh? ein Treffen. Ja. Und das ist halt ja in der Zeit, Gott sei Dank, ich habe gesagt, ne, das soll nichts Schlimmes sein, dass das zu viel Geschäfts macht oder zu viel los ist. Ja. Aber er hat selber gesagt, ja aber ist halt so lauter. Dass wir da, Entschuldigt ganz. dass wir so hinten nach sind. Ja. Wie gesagt, das ist ja kein Thema, weil unsere Fans kaufen ja auch nach Weihnachten. Eben. Eben. Ja. Genau, aber es kommt vor Weihnachten aus. Also im besten Fall werden wir das die Wochen online stellen können und natürlich informieren wir euch, was nur geht. Meldet euch auch beim Newsletter, falls ihr noch nicht angewendet seid. Ihr findet alle Daten da oben da muss ich so sagen, das ist ja wurscht. Da halt. Da. Schau, ich kann auch viel sagen. Das Ja, kann ich du- auch. Ja. Das war so leid, Das war drüber, glaub ich. Mal so oben gesagt hast. Nicht da muss er einzahlen. Das ist nicht entliegen. Hier war das nämlich unten. Ich habe nicht geschalten, dass das jetzt oben ist. Wo sagst du denn da hin? Da muss er Er einzahlen. sagt vollkommen richtig, früher war das. Das ist vor 20 Jahren gewesen, nicht? Was du da oben Jetzt haben wir noch gar keinen Computer gehabt. Nein, das ist schon gerade. Der Dieter sagt auch, Backverdorf Fetzen gerade. Und Haas war es 4-2, das stimmt. Der Dieter war ja auch mit. Der war auch Dieter, mit, der ja, der Neral, ja. Ja. Und, na, aber auf jeden Fall wollte ich noch sagen, Newsletter ist natürlich eine gute Gelegenheit, wenn ihr euch anmeldet. Kanal abonnieren ist auch klar, dass das natürlich immer leibend war. Und, man sich das jetzt darfst du auch sagen, und dann, nämlich die Möglichkeit auch, wenn man, wenn man was einzahlen will. Also wir würden ja, wenn wir jetzt zusammensitzen, täten beim Heirigen, täten wir durchgehen mit einem Kerberl oder Ich mit den einem mit Hut. Kerbal gehen, nicht? Richtig? Weil ihr jetzt spielen und ich den mit Stimmt. Kerbal gehen, gell? Stimmt, ja. Und dann hätte man sicher, so wenn man es am Heißelfest Namen geben, das jetzt merke ich es, wäre auch schon garstig. Das ist ein Wahnsinn. Das spielen Da- wir ich- Ja, ey, wir müssen nicht. Gleichgewicht haben wir gesagt. Nein, zuerst, ja. Na, wie soll der das Gleichgewicht spielen, wenn er nicht nur das Speckbrot reinhaut? Aber man kann nicht Übergewicht, nein, nur Gleichgewicht. Nur Gleichgewicht. Ja, aber jetzt lassen wir das noch fertig Aber reden. was- Lassen wir noch fertig reden. Ja, Es geht ums Geld, Patrick, ums Geld Ja, geht's. Da. Genau, da. Nein. Also normal hätte man jetzt gehen mit einem Körper ansammeln, also jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber
Und dort hat auch die Möglichkeit, uns sozusagen einen Musikbeitrag zukommen zu lassen, per Paypal oder halt über Überweisung. So. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Wunderbar. Warte, jetzt kannst du wieder. Jetzt kannst du wieder Wunderbar. voll. Hervorragend. Jawohl. Da geht's Berge zum Horvath wegen Ja. schwer vertippt, sagt der Horvath. Warte mal. Ich will mir mal mit Glas schier einen reinstellen, klingt nach Genau. Spaß. Ja. Christoph Acker sagt, pullen wir doch das Gesicht, weil das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist alle Mann. Aber auf jeden Fall sagt er, gehst Ferche zum Horvath, da muss die Klaus ja einen Vorsprung geben. No! Ferche! Kennt mich. Ja, aber den Horvath darfst du nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, Der haut schon was weg. außerdem ist er noch jünger. Horvath ist ein Bursch. Aber ich bin alt und erfahren. Ey. Und ein heiriger Musiker. Das ist Berufstrinker. Genau. Ja, aber Horvath, da dürfen wir uns nicht mit Motorrad treffen. Das Schlecht. Wo sind eigentlich die 16er Madel von der Jens Weirich? Nicht, die 16er Madel gibt es nicht, das ist ein gender-unneutrales Kapellerl, was wir da haben. Weil, ich meine, irgendwo muss man sich noch ein bisschen seine Die Männlichkeit 16er bewahren. Madel. Wahnsinn. Muss man sich so seine Männlichkeit so irgendwo. Ja, das ist so. Zumindest bei der Brille aus. Ja, So, jetzt spielen wir was. das dürfen wir noch. Nachdem ich da sehe, mehrere Lied, 3 Lied wünsche, die könnte man zu einem Potpourri fast. Ja, wirklich, wirklich. Ja, wir haben gesagt, ich suche mir Gleichgewicht, dann ist gekommen, gebunden wir da das Gesicht und lieber rund und gesund. Lieber rund und gesund, habt ihr auch, oder was? Das könnte man eigentlich alles verpacken. Das ist aber nicht das von der Stefanie Berger. Nein. Nein, Rund und gesund und Leibwand und Leibwand drauf, ja. Ja. Nein, wir machen anders. Ja, Ein Wiener nicht. ja. Das habe ich auch schon. Das hat schon gespielt, ja. Das ist ja, aber das, wenn er ist, der Klassiker, das Lieber rund und passt ihm richtig gut. Da siehst du, er ist schon irrsinnig zufrieden. So ein Traum, das ist wirklich ein Traum. Das ist Spiritualität. Ja, das ist herrlich. Ja. Mein Munkel jetzt da. Uschi Paula, Erbtant bitte. Sagt mein Munkel. Die Erbtant auch jetzt ist. Ja, das ist auch der Rico Grödel sagt, ihr müsst es mit dem Zonker machen. Mit dem Button, wo man draufklickt. Ja, das werde ich irgendwann mal freischalten. Das habe ich noch nicht so ganz jetzt im Fokus gehabt, weil man ja da relativ viel an YouTube oder YouTube behält sich einige. Wie viel behält sich YouTube? 40%, glaube ich. Ja, ganz schön eigentlich. Ja. Ja. Ich meine, Ja, ich finde das fair, finde ich wirklich fair, weil ja YouTube diese Infrastruktur Ja, absolut. zur Nein, Verfügung das ist stellt. schon klar, ja. Das ist so, wie wenn du bei einem Veranstalter bist, der stellt den Raum zur Verfügung und Ja. der kassiert halt, möglicherweise kassiert er nur 30%, aber der straft schon was ein. Und für mich selber zum Beispiel, also ich könnte ja diese Livestreams, ich könnte die ohne YouTube einfach nicht machen. Das hat Ja, überhaupt klar. keinen Sinn. Und insofern finde ich das in Ordnung, dass sie die was nehmen, Ja. von dem, was dort einzahlt wird. Und natürlich, ich habe ein Pech gehabt, weil du so alle gespendet haben für die Kinderkrebshilfe und jetzt spenden die dort eine, weiß ich nicht was da waren, 500 € oder 600 € und du kriegst aber dann nur 400 und ich meine, dann musst du halt selber, nein, das waren mehr. Ich weiß, das waren war mehr. Ich glaube, du hast 400 draufgelegt Tausend, oder was, ja? Genau, 1000 Ja, ist ja, ich habe mir so 400 und dann selber Darum kaufen. ist das bei diesen großen Spendenaktionen immer der Reinerlös, ja. kommt der Ja. Organisation Ja. zur Verfügung. Ja. Das sind eben dann die 600. Das ist es Aber da wollte Lehrgeld. ich mich dann nicht lumpen lassen. Ja. Verstehe aber ich, sowas- verstehe ich völlig. Ja, Ja. aber für sowas ist nicht geeignet, aber so für diese Spenden, Aber- also für den virtuellen Hut, finde ich es eigentlich sehr gut. Nein, das ist sicher. Nein, wie gesagt, ich werde das eher, ich habe Aber das immer schon mal 50% angeschaut, ich ist muss sehr das. happig, sehr schon. Ja, Ist eh was. aber Weil YouTube ja trotzdem mal genug Geld lukriert, selbst auch durch die Werbung, die geschalten wird und so weiter. Darum Ja. finde ich es ein bisschen happig. der Andreas Christine sagt, Weil ja, das System ist ein gut, anderes rennt. Drum ist mache ich heftig. wunderbar. Und man kann das natürlich, man kann schon freistellen, aber, Sicher. wie ist das, aber da muss ich ja selber bei YouTube auch irgendwie angemeldet sein, dass ich da zahlen kann überhaupt. Ne? Wenn ich jetzt dir da spende. ja, aber wenn du einen Kommentar abgeben willst, musst du ja auch angemeldet sein. Ja, Sonst kannst du ja keinen Kommentar ja. abgeben. Aber wenn ich was überweise, dann muss ich dort eine Bankdaten oder irgendwas, oder da muss ich da irgendwie, muss ich den Ja, das ist schon dabei. So, Ja, so ja. Kreditkarten hinterlegt, aber Ja, das ist ja. ja, wenn du irgendwann, keine Ahnung, Google-Account oder was. irgendwas einkaufst. Ja. Ja, Ja, ich werde mir, stimmt. werd mir das schon anschauen, oder? Ja. Der Rico Grödel sagt ja mit den 40% war mir nicht so bewusst. Das, ui. Ja, vielleicht sind es 35% Ja. oder Ja. was. Ja.
Na, man muss sich das anschauen, wie das ist. Aber auf jeden Fall wäre sicher die Möglichkeit auch, irgendwann, wenn wir die auch eine kriegen bei uns in die Ding. Und ich glaube, Zonko, so wie das jetzt weitergeht, jetzt weißt du gescheiter, du gibst da die Kontonummer bekannt, weil jetzt dran alle an und sagen, ja, was nicht. Nein, aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich mir denke, ja, das ist halt irgendwie, ist halt ein Deal. Ohne dem YouTube, ohne dem, dass man diese Software zur Verfügung stellen und die ganze Plattform, geht gar nichts. Finde ich auch fair. Geht nichts, ja, finde ich auch. Es ist so, wie viel ich mir zum Beispiel nie aufgeregt, eben bei Facebook oder was Ähnlichem, wenn die Nutzungsbedingungen geändert haben. Ja. Und da gibt es immer große Aufregung. Ja. Und ich denke mir, Alter, das kostet mir nichts. Ja. Ich brauche mich nicht aufregen, wenn es mich stört, kann ich dran. Ja. Muss ich aussteigen, also man nicht mehr gefällt, steige ich Aber wenn ich es nutze, so wie du sagst, wenn ich die Infrastruktur nutze, muss man das Gut, recht ein sein. super Beispiel ist zum Beispiel mit diesen T-Shirts. Da könntest du ja auch sagen, na gut, das T-Shirt kostet jetzt keine Ahnung 30 € und dann musst du mindestens 26 davon kriegen. Nein, kriegst du natürlich auch nicht, weil kriegen ja die das gemacht haben, die das entworfen haben, die das vertreiben, na, da. Genau. so ist es. Und das ist aber meiner Meinung nach irgendwie klar. Nur da gibt es natürlich viele, die sehen das, denkt sich, na gut, der verkauft so und so viele T-Shirts, der muss ja steinreich sein. Nein, so ist es. Bircher, ne? Ja. Bircher. Bircher ist überhaupt Wahnsinn. Ja. Oder CDs. Also Ja, spielt sie jetzt was, oder wie? Der Ordnungsruf von deiner Linken. So bleibt bei mir nichts von der Bretel aus. Aber jetzt weiß ich übrigens, das ist kein Spritzer, der ist so spritzig. Aber den habe ich jetzt so schnell getrunken, den gespritzten. Weil das so geschmeckt hat, aber das gibt ja. Ja, aber ich hätte jetzt gern was hören. Das wäre dran. Du willst was essen, das ist natürlich. Fangen wir mit dem Gesicht an. Mit Gesicht? Dann Das ist ist es gleich. einmal das Gesicht, ja. Und man muss ein bisschen Passt Parameter von geben. den Tonarten. Sicht ist in Gustav, richtig? Und Gleichgewicht in C. Das geht gut. Das geht Und sehr dann gut, ja. haben wir gesagt, was haben wir dann? Was war noch? Ich habe Übergewicht. Und bin nicht gerade der Größte. Ja, und was wollte ich? Das Munkilein. Das Gesicht, ne? Das haben wir schon. Nein. Das haben wir schon. Ich habe übergelitten, bin ich gerade charmant galant. Nein, das andere. Lieber rund und gesund, Lieber weißt du noch, rund wie und das gesund. gegangen ist? Nein, aber das. Lieber rund und gesund. In was ist das? In C? Und mein Munkelein wollte haben. Das wollte was anderes. Die wollte was anderes. Was war das? Uschi Erbtanz. Die Ja, Erbtanz. das ist auch in C. Ja. Ja, gut, das passt auch. Wenn wir die nicht hätten, Ja. ich hätte meine Chance Die komplett Das vergrämt. geht sich auch aus noch. Ist ein C? Ein C. Also aber eine Zusammenfassung. Mit was fangen wir an? Wir fangen einfach mit. Wir fangen einfach an. Ja! Nochmal. Das wird Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte halt fest sein. Nicht wie eine alte Semme, sondern frisch sein. Ich hab heute noch kein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht und bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich in den Spiegel schau. Ich denk mir mit meinem Gesicht, da kriegst du keine schöne Frau. Doch plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frag den Zonko, ob er mit mir sein Gesicht nicht tauschen möchte. Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte nicht frisch sein. Nicht wie eine alte Semme, sondern frisch sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauch ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm,
Erbtante wird 120 Jahre. Und bei der Erbschaft noch der Leben ist nicht ganz klar. Die hat in Tausender im Sarg und die geht's brauchen. Rennt schon im Schuh, hat nichts zum Tschechern, nichts zum Rauchen. Ich glaub nicht. Unsere Melanie. Und die Verwandtschaft fährt schon lang auf die Marie. Oh ja, es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat keinen Hammer, die hat nur Geld. Als Kind hab ich oft müssen die Tante freundlich grüßen, das fiel mir oftmals ziemlich schwer. Doch möcht man sich's verderben, wenn's heißt, man kennt was erben. Doch das erlebe ich sicher nimmer mehr. Weil? Ja, weil mein Erbtante wird 120 Jahre. Ob in der Erbschaft noch erlebt, ist nicht ganz klar. Die hat die Hunderter im Sack und die kennt's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nichts zum Tschechern, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft fährt schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat keinen Hammer, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Was kommt jetzt? Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere. Weil anders will ich's nicht. Nein, das spür ich. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gröl ich um und um, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst haut's doch jeden Schritt wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich ein doppler Wein. Fangt an dann wieder an, die umeinander Grölerei. Ich geh gemütlich heim, da steigt noch während da. Jesus, nein, da hab ich Flucht, was am Sofa auf der Gassen sucht. Ich hab Lack gebläht, was such ich's auf der Rehe? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such Mein Gleichgewicht ja. auf alle Viere. Weil anders find ich's nicht. Nein, das Geschmieren, ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade um und um, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Folgt das dann wieder an, die umeinander Grölerei. Ja, ich weiß schon. Warte mal, wir haben's gleich. Dieses Fredel, sind wir ehrlich. Was ist das für ein Tonnatur? Lebensjäger? Gustav. Gustav, da müssen wir aufs D7 wechseln. Ich glaub zumindest. Ich glaube auch, ich hoffe auch, wir wissen es nicht genau. Aber lieber Fränke, sind wir ehrlich, sind wir nicht ein bisschen zu blatt? Freilich war das Schlang sehr herrlich, aber Hunger ist ja fad. Lass mal halt von unserer Viertel und von Essen die Hälfte stehen. Aber nein, das war eine depperte Idee. Lieber rund und gesund, Deutschland und genau. Mahlzeit, Morgens noch unser Gehirn statt morgen tot. Eine Reserve Speck, der holt eins weg, bös uns wären die Öffnen da. Was kann mehr nicht sein? Dulio, unser Bauch, der ist nicht schwer. Dulio, drum gehen wir alle her. Na! Ein kleines Spontan, mit Liedern, die wir Ganz schon länger nicht clever. gespielt haben. Aber so ein Hänger dazwischen, dass ich wirklich nicht weiß, wo weiter, das ist ja wieder. Aber die roten Achtel, Leute, ihr seid zu richtig gütig. super. Ihr seid einfach Ihr großartig. seid zu gütig. Roten Achteln fallen rein. Danke euch. Danke herzlich. So. Luft jetzt angefangen. Das ist ein Wahnsinn, Bro. Du, aber die erste Nummer, die hat einen echten Treff. Gebunden wir doch der Gesicht. Das ist Das ist ein Swing. total Das ist das definitiv ein Vorne. Swing. Absolut leibende Nummer. Von wem ist die? Das Richard Czapek, der Czapek, Text ja, genau. und Musik von Rudi Luksch.
Ja, genau. War ganz jung. Wahnsinn. Mit Rudi Lux haben wir spielen dürfen, einige Male, und haben ihn vertreten dürfen. Es war natürlich der war der Hausmusiker vom Schmidt-Hansl. Echt? Ja, das Lokal, manche Ja. kennen es, zumindest vom Gibt's eh Namen. noch? Naja, es gibt's wieder, das ist aber schon der weiß nicht wie viele neue Okay. Besitzer. Aber das wirkliche, also das Schmidt-Hansl ist noch Café, das Konzertcafé Schmidt-Hansl, Ja. das hat aufgehört, nur vor ein paar Jahren. Ja, Und dann hat es auch noch übernommen. ein paar Jahre schon, ja. Weil der Hans ist ja schon. Ja, Das ist schon, lange das ist schon weg, 10 ja. Jahre her, glaube ich. Also, Und wir haben dort die Erik, und da war der Lutschrudi eben der Hausmusiker und der Gerd Heger. War ganz der artige Sänger. Leute auch, ja. Und ganz liebe Freunde, und ganz, weißt du, das waren so ein bisschen Mentoren für uns, weil wir waren junge Burschen, nicht? Und die zwei haben sich da, und vor allem eben der Rudi, war eine ganz eine leibende Geschichte. Da haben wir musikalisch auch viel gelernt. Und der hat, und das war für uns eine große Ehre, weil er gesagt hat, das war ich nicht Kino habe. Und der hat ja keinen zugelassen, normal, ne? Ja. Ins Geschäft. Ja. Aber wenn ich ja krank war, irgendwas, hat er uns angerufen und wir Wirklich? sind eingesprungen. Ja. Das ist aber toll. Das war eine leibende Ja. Geschichte, ja. War leibend, wirklich leibend. Berühmte Schmidt-Hansl. Hat er jahrelang er hat immer am Opernball gespielt. Haben wir am Tag, wo der Opernball war, beim Schmidt-Hansl gespielt in der Nacht. Zum Beispiel, ja, Zum Beispiel, ne? Ja. Das Also ist man aber so, super. ja, Damals junge Buben. Und dieser Rudi Lux, das heißt, der war irrsinnig gut im Geschäft. ja. Volle Granate. Der hat auch viel geschrieben, sein Vater schon, der Georg Lux, Ja. hat schon viel Sachen geschrieben, der hat viel Blasmusik-Stickeln geschrieben. Wirklich? Ja, so Das der, bekannteste Lied von ihm ist zum Beispiel das Lass das sein. Stecke deine Nase nicht in fremde Dinge rein. Wirklich? Lass das sein. Das ist vom Vater vom Rudi Lux, vom Georg Lux, ne, zum Wahnsinn. Beispiel. Ne? Wahnsinn. Und der Musikalische Bruder von Familie. Georg, Der Halbbruder, ja. der Halbbruder von Georg, der Inge, der hat doch, der hat einen Grammy oder ein Emmy. Der oder hat was. Irgendwas in der Richtung. Grammy, hat der. ja, der hat auch für Remix und der hat mit Whitney Houston. Ja, mit irgendwas- was weiß ich, ja, noch tolle Leute Ja. gearbeitet. Ja, War ganz ein klasse Kerl. Und Ganz ein- ganz ein leibender Auch ein Musiker. Georg Lux, ja. Was war Georg, genau. Georg wie der Vater, ja. Für die Whitney Husten. Husten Ja. auch unter anderem. Das war noch vor Corona. Wahnsinn. Unter anderem, ja, ja. Gewaltig. Das war, und also eine musikalische Familie, durch und durch. Durch und durch, ja. Und da habe ich gesagt, haben wir viel gelernt. Das war, und ja, der hat das geschrieben. Ja, der hat so swingend Und geschrieben. der Rudi Lux lebt aber auch nicht mehr, oder was? Der ist Oh ja. heuer gestorben, der Lux Rudi. Letztes Jahr der Rudi ist Ach gestorben. so, Blödsinn. Weißt Lux du, Rudi, ja. weißt du, ich bin wirklich Okay. ein Trottel, ja. Letztes Jahr, heuer, hat er mal heuer oder letztes Jahr? Nein, nein, heuer. Heuer, na Heuer? klar, weil man nicht. Weil nicht am Ja Begräbnis klar, war, ja, ich genau. bin ein Trottel. Heuer. Wirklich wahr. Ja. Weil gesagt, das Begräbnis. Weil ja das- natürlich durch Corona und so nicht, war das ein bisschen schwierig. Scheiße. In Hannois, glaube ich, am Friedhof. Kann das sein? Nein, im 21. Ich In weiß der nicht, Heim, ich weiß nicht. 22. Wir wollten an Hannois, da war irgendwas. Ah, ja, das war nichts. Das war furchtbar. Irgendwo, Ich der, kann- der, ich der kann- Maler Rudi ist draußen irgendwo in Niederösterreich auch. Irgendwann ist in Hannois. Ist ja wurscht. Häuserwalter ist, glaube ich, auch in Langenzersdorf, weil der war in Langenzersdorf daheim, ja. Also es haben uns viele verlassen. Ja, gut, pass auf, jetzt muss ich dir ehrlich sagen, also wie gesagt, ja, Rudi stimmt, das haben wir noch bei. Ja, weil das eben Ja, mit ja. dem Corona, da haben sie wirklich diese Lockdown-Geschichten, du hast einen nein, anderen das ist ganz Zeitfaktor schlimm. Ja. und einen anderen Ding, weil du ja nicht dabei, du Nicht liest dabei es warst, nur, ja, ja. Ja, du oder hast nicht redest. hingehen können. Ne? Genau, Da waren ja. immer noch ganz Ja. wenig. Ja. Patrick, da fällt mir jetzt aber jetzt zum Tod. Ich meine, Wiener Lied und Tod, Ja. es war ja nicht so, dass wir keine Lieder hätten. Ja. Ja. Warte gleich so. Ein Tod. echtes Wiener Lied. Ein echtes Wien. Das heißt auch so. So ein ganz echtes. Das heißt auch so. Und du weißt schon, welches er meint. Ich weiß schon welches. Nein, aber das Lied heißt wirklich ein echtes Wiener Lied. Ach, Wirklich? Roland Neuwirth, ein echtes Wiener Ein Lied. echtes Wiener. Ist es der von die Extrem Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Er hat einen Abgang gemacht, er hat die Bolschen gestrickt, er hat eine Bangel gerissen, hat sie niedergelegt. Er hat sich in Erdäpfeln von untergeschaut, er hat sich sozusagen ins Holzbild schauen gehauen. Er hat einen Bock aufgestellt, er hat einen Wurf angesagt, er hat sich schleifen gehen, er hat die Stufen bockt. Er ist umgestanden, er hat umgebogen, er ist als armes Söhn zum Petrus aufgeflogen. Er hat sie abgelassen, wie das so schön heißt. Er ist nachschauen gegangen, ob der
Zuerst haben sie eine Masse dran, mit den Füßen voran. Jetzt lacht er sich statt am Abend rund, die wir mir an. Aber leider nehmt's es nicht so schwer, weil glaubt's mir, gewachsen war er nimmer mehr. Weil eins ist klar, es ist kein Schwer, so ein besser so, jetzt glaubt's mir so weil jetzt tut er bei meiner Seele kein Bar mehr weh. Na, na, ein echtes Ein Wienerlied. echtes Wienerlied. Ja, ist das. Rammt er gleich so. Patrick, was passiert denn da? Wenn das Was haben wir zusammenfährst, da gibt es immer so einen Luftstoß. Ja, dann das her. ist. Man kann ja, so bewegt sich der Balg ja nicht. Wenn man spielt, geht die Luft durch die Stimmzunge. Wenn man also aber den Balg leer bewegen will, drückt man auf den Luftknopf. Der lässt Das ist dann ein da die Wahnsinn! Luft raus. Das ist im Das ist Sommer. mit Der Klausi hat das Was den denn? Balg leer im Sommer, weißt du? Das ist Wenn du den Balg leer bewegen willst, musst du auch einen Knopf drücken. Aber das heißt, im Sommer musst du unbedingt auf der Seite Ja, von ja, Patrick ja, sitzen. ja, ja. Das ist Ja, ganz leibend. Kommt Nur Das manchmal, ist wenn ich die herrlich. Harmonik aus dem Auto nehme, ist manchmal kommt ihr dann der Föhn raus. Ach so. Ja, Und im Winter kommt der Eiswind. ja. Ja, Das ist ein Wahnsinn. mitunter schon. Du Wolfsberg und du bist natürlich am Start. Jawohl, da geht's zu. Da geht's zu, die roten Achteln haben ein Wahnsinn. Grüße vom Dr. Oliver Grün. Hatte heute euer Teeleiberland. Ja. Siehe Fotos auf WhatsApp. Dankeschön. Danke. Georg Scheurer, ich habe sogar ein Foto bereits eingestellt in die Pavlatschen, wo man die sieht. Mit Original-Leiberl, ja. Mit Oliver Grün, auch ein lieber Freund von uns. Der hat immer parallel mit uns hat die eine eigene Sendung. Na Patrick, ja, das hast du zum Kindersekt. Was hat er? Was hat er gemacht? Ja, Was hat er ja, gemacht? alles Die so Grünen weg. und Der das. Föhn versenkt, habe ich Der gerade. Patrick, verstehst du? Der einzig Normal in der Runde, glaube ich, ist immer der Augesoffene. Das ist Das ist ein lassen wir uns Nein, gefallen. kennt sich nicht mehr aus. Das ist ein Traum. Das ist einfach herrlich. Wenn du einfach nicht mehr weißt, wo du bist. Ne? Es hat Trauerspiel. Es hat Trauerspiel. Ja, Rudi Lutsch ist Ende Mai 2020 verstorben. Am 18. Mai habe ich gerade Dank der Scher. Ja, danke. Nein, es ist, aber wirklich, aber das 18. ist, Mai. ja. Aber das ist wirklich, es muss dir vorstellen, jetzt sagst du, das lebt oder so, ja. Ja, ne, ja. Aber ich meine, das ist Ja. so manchmal. Aber Der schöne Tod Erinnerung. gehört zum Leben, was willst du machen? Ja, der was nicht so viel trinkt wie du, der hat das gewusst. Ja, Ja. ja, gut. Ja, Du musst ja sonst nichts merken. Nein, nicht so. Gehärte, Aber der Gehärte, hat Eisbach gesessen. wieder. Das ist Ja. Der Oli, ich will euch mal in live hören. Unbedingt Oli. Du hast schon vorher geschrieben, wenn das Ganze mal vorbei ist, haut er sich im Aber Flieger. der Oli ist Komm, in Vorarlberg, glaube ich. Gell? Also Vorarlberg? Oli, schreib eine, wo bist du her? Es ist momentan alles ein Praderweg. Ja. Mein Neffe, der Lukas, schaut auch zu aus Hamburg. Echt? Und die kommen natürlich jetzt Weihnachten nicht um. Ne? Das ist, weil, weißt du, er ist ein Österreicher, sie ist eine Deutsche. Das Kind ist beides. Und, weißt du, und dann mit Oma kommen und wieder mit heimfahren. Mit den Quarantänen und so weiter. Ne? Weißt du, da sind drei Tage Weihnachtsurlaub. Biegen sie auf einmal aus auf 5 Wochen. Ne? Irgendwas Aber nicht. ich werde heuer auch nicht nach Tirol fahren. Zum ersten Mal jetzt seit langer Zeit schon bin ich auch immer Weihnachten. Du warst immer daheim, ja? Ja, aber mir ist das so schlimm, finde ich das nicht. Und fährst halt nächstes Jahr wieder. Also ich hab das auch nicht so. Ich meine, gut, ich triff mich ohnehin mit meinen, wir machen jetzt ein großes Weihnachtsfest, haben wir eh nicht vorgehabt. Ja, genau. Mit meinen Eltern machen meine Brüder einzeln treffen. Das ist Weißt du, ich habe sofort dran gedacht, wie er gesagt hat, er macht kein großes Weihnachtsfest, weil er diese Pute für sich allein haben will. Das ist sicher so, gell? Ich will ihn nicht teilen. Ich will nicht, die gehören Die mir. große Putten. Da geht der Name Puttenzwehr. Ich kann aus der ganz andere Bedeutung, nämlich gleich. für die das so unsicher sind. Wenn sie was einzahlt, wir teilen es nicht mit so. Es gehört nur uns. Und wenn der Patrick deppert wird, soll er ihm auch nicht sagen. Oli, aus Feldkirch. Aus Feldkirch, ja, Das ist Vorarlberg. der Oli. Feldkirch, Ja. 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 Ja.
Ich studiere mal eure Termine, weil der Corona-Chance vorbei ist, fliege ich mal zu euch nach Wien und will da mitfeiern. Dann kommen vielleicht auch andere Brennräume. Na sicher. Ist sicher. Ja, Ja. aber das mit den Brennräumen, das stimmt eh. Das hätte man sicher gemacht. Nur durch diese Corona-Zeit, dass das immer alles den Abstand und so, hat man das gar nicht anzahlen können. Aber was tust du denn, Nein, wenn was da ist 100 Leute sind in einem 50? Ja, eben. Geht nicht. Aber wenn das vorbei ist, na, dann werden wir sicher mal anmachen. Das wird herrlich. Aber es waren viele Brennräumler trotzdem bei uns. Ja, ja. Immer nur einzeln natürlich, Ja. nur, aber Ich nehme mir einen Speck. Darf ich einen Speck noch essen? selbstverständlich. Das letzte Stück lasse ich dir. Was werden wir jetzt sagen? Nicht? Nein, genau, bitte nicht. Ja, aber das ist ja auch so ein Speck. Das ist so gemein. Den Rest lasse ich gell? Das macht nicht. Verfressene Saubande mit Kindersekt, ne? Ja. Aber der ist leibend. Ich mag aber den weißen lieber. Der schmeckt mir auch besser als die Kirsch. Schon, gell? Ja. Die Kirschen ist ein bisschen ganz wild. Aber du hast 2 Flaschen Kirsch gekauft 2 Flaschen Kirsch und 2 Flaschen weiße Traube. und die werden trunken. Und nicht von mir. Das ist so ein Traum, gell? Gegessen wird, wo das auf dem Tisch Die ist. stehen in meinem Kühlschrank. Ich werde es mit damit heimnehmen, weil die Kinder werden sich freuen, Neffe, Nichte und so. Ja, ich finde es leibend. Ich habe jetzt auch wirklich immer selber. Immer selber. So. Pass auf, Zonko, meiner Meinung nach wird es an der Zeit, dass du jetzt wieder mal was hackelst. Okay. Was spielen wir? Ja, was kann ich noch? Fly Me kann ich. All of Me. No. Was habe ich? Die Heiselfrau. Heiselfrau ist Die wichtig. Mule. Machen wir All of Me, machen wir All of Me. Ein Jazz. Ein Jazz-Radar. Okay. Machen wir ein Jazz-Radar. Ich habe aber keinen deutschen Text, ich kann nur auf Deutsch, auf Englisch. Ein Schluckerl ist noch da. Und das Dings, in Floridsdorf am Mond. Den Das haben machen wir. wir auch noch. Das haben wir auch noch, ja klar. Wie lange sind wir schon online? Eigentlich müssen wir schon aufhören. Ja, keine Ahnung. 1,5 Stunden ist jetzt schon so gut. Schon? Leicht. Ein bisschen deppert. Ja. Ist schon 10. Oh, leid, sogar Ehrlich? noch. Nein, war kein Witz. Mit euch vergeht die Ja, da Zeit. ist immer noch die Heiselfrau und aus ist, oder? Ja. Na gut. Was ist jetzt mit dem All of Me? Wie haben wir das gesagt? Ja, weiß ich. Ja, eben. Sagst du mir auch? Genau. Na, bist deppert. Nein, ich muss Und wieder singen. komplett kalt. Ich muss singen. Das ist der Nachteil. Warte mal, ich sing, Du singst dann und du Spielst du? isolieren und dann der spielt Patrick. er Ja. und dann singe ich wieder und wenn wir Klick haben, hören wir es gleich auf. Du singst wieder. Am ganz am Schluss. Aber Leute, keine Angst, es wird passieren. Ja. Pass auf. Jetzt schicken wir mal nach. Auch diese Flasche Warte, wird lass mir mich eine da- leere sein. Ich muss ein bisschen starten, sonst wird das nichts. Bitte. Tu Das ist ein Traum. Das Starten Ja, ist das gut. Schönste. Das ist halt so. Stimmt schon, ja, ja. Ja, na gut. Lass der Zeit bloß ein bisschen. Wäre angenehm, wenn es auch ohne Ton Der geht. Marco Cinelli sagt, wir müssen teilen mit Zucker. Deine mit dem. Sei wurscht. Der teilt sicher nicht. Nein, das ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Na, aber der Harry Schönerfote sagt, Ja. ich habe ein großes Opfer gebracht und die beiden im Heideröslein gesehen, das heißt was. Ja. Im Schutzhaus Heideröslein Ja. in Simmering. Wirklich? Legendäre Hitten. Und der Harry Schönerfote war mit seinem Vater da. Hat sich das gegeben und ich Mit meine, seinem Vater, oder was? ja. Und der Harry hat dort, und ich meine, der Harry ist auch schon immer mehr der Jüngste, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Das kann man ganz normal sagen. Und der Vater auch nicht. Ja, aber dort haben sie Schmied runtergehauen. Auf Kinderniveau, ja, auf Kinderniveau. Ja, Wahnsinn. Aber leibend. So, bist du schon? Na sicher. Der Jawohl. Wurscht. Patrick hat gesagt, man muss mutig sein. Also das darf ich eh. Man kann ja auch Mut mit Blödheit verwechseln, das sollte man nie. Man passiert mir das Öfteren. Das ist, Pass auf, ich muss, also in C ist das Ganze, das ist Genau. genau. Was. Ja. Und ich muss gleich singen, das ist richtig. Ja, nein. Auf Englisch wäre ich kein Deutschen Text. Kannst du bereit? Soll ich einzählen? Ja, bitte. 1, 2, 3, 4, oh!
Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my hand, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye, let me with eyes to cry. How could I go along without you? You took the part that once was my heart, so I'll take all of me. Bist du denn das? Könnt's euch nicht vorstellen, wie ich gelitten hab. Wieso? Weil Leibwand. Das kannst du nicht Live vorstellen. ist live. Bist du deppert? Ich hab mir dann nur gedacht, na Alter, lass dir nichts anmerken, fahr du rein. Live ist live. Genau so stellen wir Genau das vor, so. wenn einer die Musik lebt. Wenn einer spielt und nachher sagt, ich weiß ja gar nicht, wie ich jetzt gelitten habe. Bist du deppert? Ja, aber du, wir fahren nur eine. Rote Achteln, blaue Ozeane, vorne Das ist eine. ein Wahnsinn. Also ohne Ende. Ein war Wahnsinn. Super. super. War super. Immer. Yes, that's Jazz. Das ist Jazz. Aber ich weiß, was du meinst. Na, das ist ein Wahnsinn. Mir ist das einmal mit Schrammelquartett in einem blutjungen Jahr gespielt und Bist wir kriegen die Noten over. Ja, ja, ja. Ich hab nicht mehr gewusst, und der Walter Heider, der Professor Walter Heider hat gesungen vorhin, der hat sich dreimal umgedreht zu mir. Was schauen wir nicht noch an? Was ist Scheiße. das? Ist ganz Bist du normal, deppert? das mache ich jetzt. Du, Großartig. ich brauche jetzt sofort Fly Me to the Moon. Weil ich meine, das ist Wahnsinn gewesen. Das war unfassbar. Dann machen wir gleich weiter. Dann machen wir gleich Das weiter. gibt's doch nicht. Ja, aber das war tadellos. Also, das wenn ist du leibend, ja. nichts sagst, dann fällt es keiner auf. Nicht? Wow. Das Aber- war jetzt wild. Das war jetzt wild. Aber das stelle ich mir jetzt so vor, wenn jetzt irgendwelche Kinder sich das anschauen, ja, und sagen so, Ja. so was der nicht, so, ja, ich bin Instrumentlerner, der Papa hat gesagt, du musst ein Instrument lernen, schaut sich das an und sieht die und dann, ich weiß ja gar nicht, wie ich jetzt gelitten habe. Ja. Das Kind sagt, Papa, ich will lieber Fußball spielen. Ja, Ich will lieber in die Judo-Mannschaft. genau. Aber ich will nicht ganz. Ja, ich will lieber, ich will das komplett wurscht, wenn ich den Ball in die Eier kriege, ganz egal, nur das will ich nicht haben. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Der Aber- Dieter, darf ich mit einem Krügel reinfahren? Na sicher. Na sicher. Unbedingt.
Ja, schau, aber der Gerald Spörk sagt das wirklich wunderschön. Muss ich sagen, wirklich wunderschön. Er sagt, perfekt kann halt auch jeder. Leibwand. Leibwand, aber nur ihr. Leibwand, Gerald. Das ist ein Traum. Ganz leibend. Das dynamische Trio, der Christian. Ja. Ja, ui. Der Gustl Bichelmeier ist gerade dazugestoßen, große Freude. Klasse. Servus. Ja, Jetzt sind die Lippen warm. Jetzt möchte ich das vor Ja, mit dem Mund Flemmi. spielen, weil ich meine, das ist ein Wahnsinn. Flemmi. Das war das unfassbar. ja. Und du musst, ihr spielt es zuerst in C und dann musst du auf F bei deinem Solo. Genau. Ja. Dann müssen wir, wenn ich fertig gesungen habe, müssen wir modulieren, oder was? Genau. Dann gehen wir Auf C7. auf C7. Ja. Mit C7 Schluss quasi und passt schon. Na, bringen wir zusammen. Ist ja nur A4, glaube ich. Was? Was denn? Achso, genau. Das ist ein F. Ich höre euch Ja. zu beim Singen. Jetzt So haben wir auch machen die wir richtige Stimmung. Genau. Bereits vom Bist du Nebel. deppert. Ja. Ich höre euch zu und dann Ein von Schlückchen noch. Jawohl. Da schreibe ich Matthias mal an, jetzt braucht er Zuckerse, Pfeife und ein Kaffee. Das ist die Wahrheit. Bist du deppert. Jawohl. Fly me to the moon. Also flieg mit mir zum Mond und dann spielen wir mit den Sternen. Ich möchte mit dir am Jupiter die Vögel singen hören. Anders gesagt, halt meine Hand. Anders gesagt, komm her und küss mich. Bleib hier immer da, wir haben uns so viel zu erzählen. Ich möchte mit dir vom Himmel die Sterne oben stehen. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. Urschnitt, danke! Jawohl! Das war eine F, gell? Das war wichtig! Das war wichtig! Jawohl! Ich hoffe, man hat mich nicht zu viel gehört. Da war ein paar Haare durchgezogen. Searching for the Keys habe ich gemacht. Searching for the Keys. Aber es ist gut angekommen. Es ist gut angekommen. Jetzt wäre ich gesagt und jetzt alle. Jawohl. Jawohl! Fly mit dem Mond, fly mit Fly dem mit Mond. dem Mond! Boah, jetzt haben wir uns einen Schluck verdient. Bist Ja. du gescheit? Das war jetzt anstrengend da. Ja, Zonko, ein Wahnsinn, Cappuccino heute. Jawohl, jawohl! Ich muss sagen,
Nein, aber Der Rudolf Korbe schreibt beeindruckend, ich brauche dazu 2 Tuben Cookie Day. bist du Der der? Rock-K sagt mehr Spannung auf die linken Zunge. Ja, das Problem ist, dass das kalt ist. Weißt du, bist nicht eingespült. Ja. Du sitzt so lang. Geht sonst so bist- lang und Ja. Das ist, ist ich Wahnsinn. hab Und ich weiß aber nicht, ich habe es eh besser gemacht, weil beim letzten Mal war es ganz arg. Ja. Sagen wir, und ich habe mörderisch auftrainiert. Nur das zum Beispiel der Erzherzog Johann Jodler, da bin ich zum Schluss gar nicht mehr aufs hohe, hast du schon da gespielt, hohe B, weil ich mir gedacht habe, na Alter, der wird nur druckt. Und normalerweise setze ich den an und der klingt irrsinnig gleich. Nicht? Na, ist ja wurscht. Das war jetzt trotzdem herrlich. Aber ich kann ein bisschen, also ich kann das nachvollziehen, ich habe ja da Trompeten. Ja, wirklich? Und ja, Ja, Wundtrupper! Wundtrupper, Trompeten! und das ist halt auch, ich meine, das ist auch mit der Musik, und ich meine, ich tue nur probieren, nicht? Ja. Für mich jetzt so ein bisschen. Ja. Und das, also das merkst, also jetzt, wenn du nicht übst oder nicht Ja. da bist, Ja. da merkst du wirklich, ja, heute ist ein guter Tag und da glaubst du, du kannst die Welt zusammenreißen. Da Ja. glaubst du, jetzt spiele ich gleich, jetzt spielt der. Vergiss bitte Miles Davis, weil jetzt ist der Klausi da. Weißt du, so kurz, aber wirklich nur kurz. Also wir reden da von Hundertstel Sekunden, Tausendstel Sekunden. Bis ich, und dann ist wieder ein anderer Tag, wo du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals einen Ton rausbringe. Ja. Also das ist, Ja. aber das ist die ungeübt. Ich meine, wie gesagt, ich übe nicht, ich tue nicht. Es sind so viele Instrumente, ich kenne mich nicht mehr aus, ich komme schon durcheinander. Ich bin ja schon froh, wenn ich in die Gitarre nicht reinblase. Ja wirklich, das ist. Schau, das letzte Stück für einen Gast. Das habe ich da überlassen. Das habe ich da überlassen. Na, boah. Instrumente, ich habe unlängst einmal so durchgespielt, alles was ich daheim habe. Klarinetten, Ocarina, E-Bass. Klarinetten kannst du, oder was? Naja, keine. Bring einen Ton raus, ja, und Ja. weiß, wo die Töne liegen, aber das war es auch schon. Und der Franz sagt sogar, live ist live, egal was wir tun. Früher kann man nicht. Harry schneller von das. Für Fly to the Moon braucht Zonko einen Road King und eine Rampe bei Wöllersdorf. Ja, genau. Das ist ein Insider. Das ist ein Insider, ne? Das ist ein Insider. Gibt es das Buch eigentlich noch, Zonko auf Mountain? Ja. Also erhältlich? Hilfreich ist, ja. Ja, Ja bitte. Also wer das nicht hat, das haben wir viele. ich glaube auch. Aber naja, aber es schauen ja trotzdem, ich meine, es sind sicherlich 2, 3 dabei. Also schau, also wirklich. Zonko auf Mountain, wo kriegt man das? Im Buchhandel oder bei dir? Wie? Ja, jetzt gibt es sogar bei den Fleischleibchen schon. Gibt's auch. Ja. Aber man schaut, ich habe auf YouTube, also wie heißt das da, in der Beschreibung, in der Videobeschreibung, habe ich ja verlinkt deine Kontaktdaten auch. Ja. Weißt du, YouTube, Facebook, Instagram. Und das heißt, da kommt man zu dir und am besten man Zock auf Mountain. Ich habe es übrigens noch nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Du hast es schon. Nein, ich hab's nicht. Wir haben mal geredet darüber. Das ist fürchterlich. Aber ich wollte es nur nicht gesagt haben, dass ich es nicht habe. Der hat gleich weg, wahrscheinlich hat das drin gehabt in dem Motorrad, was er verkauft hat. Und hat das unter der Sitzbank gehabt, der Noah. Ich hab's nicht, ich schwöre. Da Ich schwöre. unter der Sitzbank rein und das verkaufe ich gleich. Den Scheißdreck verkaufe ich gleich. Das heißt, unter der Sitzbank. Da sieht man viel später, dass ich mir das Pflasterspanner nicht zusammen habe. Nein, nein. Dass er bei mir am Schober nicht einsieht. Ja, genau. Nein, habe ich nie bekommen. Ich wollte es nur gesagt haben, ich wollte gar nicht das dahinter Ding, ich wollte es nur gesagt haben. Aber vielleicht habe ich sogar eins außen liegen im Auto. Wenn ich heimfahre, Ja, das war Geschichte. Das war Geschichte. gibt es eins. Das war Geschichte. Weil ich meine, das Du. ist legendär. Aber verkaufst halt die Honda dann nicht auch gleich. Hat das wieder unter die Sitzbank, nicht? Und Ist eine Fläche. dann verkaufe ich schon. Ah. So, jetzt noch. Motorradfahrer Robert, der sagt, der Miles Davis spielt immer mit dem Rücken zum Publikum. Da lobe ich mir den Zonko und die 16 von mir. Ja. Der Daniela, Wahnsinn. ja, Daniela Schlögel. Legendär. Legendär. Aber es sind halt keine. Ja, ich meine, was man ja auch kriegt, hast du auch Saft gekriegt? Hast du einen Saft gekriegt? No. Top. Ich meine, das sage ich jetzt schon. Was ja. heißt A-Saft? 3 verschiedene. Ja. Ein Wahnsinn. Sowohl der Patrick als auch ich haben extra Packel von Daniela Schlögel. Du, aber
Das hätte ich gern gewusst, das heißt ja Wikis Welt. Du kannst Ja. da draußen auch schon eine. Kann man das kaufen auch? Verkauft sie Ja, das wollte ich jetzt wissen. Das wollte ich Und jetzt dann gerade geht man auch. ein Vollkommen bisschen- richtig schön. Gedanke. Wikis Wirklich Welt. Ob man. Aber die holt's eine, Klausi. Holt's eine. Für sowas bin ich gut. Da komme ich da vorbei überhaupt. Das ist die Frage. Ja, warte mal. Also, Wieder in der Mann. handgemachte Seifen. Stellst du das scharf, Klausi? Ich kann nicht. Ja, ja. Na, warte jetzt. Naja, nein. Naja, oh ja. Oh ja. Oh ja. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist zu Aber- hell. Aber Das wenn nicht, riecht wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut, ja. wenn nicht. Also, Daniela, du müsstest jetzt eine schreiben im Chat bitte, ob erstens einmal, ob man das auch käuflich erwerben kann. Ja, das wäre wichtig. Ja. Und wenn ja, gibt's gleich- Wikiswelt.at, glaube ich. Wikiswelt ist nämlich eher ein super Wikiswelt. Name. Du, und hat's dir das, bei dir haben wir gedacht, wenn sie dir das schickt, ich mir nämlich geglaubt, dass du das ankriegen wirst, da wirst du dazu schreiben, nichts zum Essen. ich werde sagen, und Oder? Patrick, ich meine, seien wir sehr ehrlich. Ja, was soll ich sagen? du kannst auch gleich scheißen gehen. Ja. Und, was ist auch noch, als Sackerl hat er schon hinten. Ja, das hat der Patrick beim Aufreißen gemacht. Glaubt, sie haben gar nicht. Wie spät sind wir denn? 4 Läufe. 4 Löwe. Also wir haben jetzt da, wir haben 2 jetzt Stunden. da. Ja, 2 Stunden haben wir. Haben wir schon? Ja. Wo steht das? Ja, fast Ja, 2 klar. Stunden, noch nicht ganz, ja. Patrick, ich hab keinen Wein mehr. Erst. Und als Kindersekt habt ihr auch keinen mehr. Und ich meine, wir machen jetzt nicht gleich jetzt den Schluss. Ne? Das heißt, wir brauchen schon noch was zum Trinken. Ne? Ich hätte irrsinnig gerne einen Kaffee. Ein Kaffee? Ja. Ein Kaffee? Ja, warte, ich schau einmal. Ich weiß nicht, ob das Munkelin zuschaut, ich würde nicht wieder Du, Ding. Schädel einziehen, nicht vergessen. Ja, da geht's Das eh. ist Ah, das ist da kommt man durch. Ja, es geht sich gerade aus. Es geht sich gerade Da aus. kommt man durch. Es geht sich gerade aus. Da so drüber. Bist du jetzt gewankt? Nein. Nein, es war ein optischer Wanker. Aber wanken tust du nicht leicht, oder? Da musst du schon ordentlich gedankt haben, dass du wankst. Ja. Ich meine, es ist ja so. Ich von mir glaube schon, dass ich relativ schnell, also ich spiele, glaube ich schon, recht schnell Alkohol. Ja. Aber das ist, wie soll ich sagen, man merkt es mir nicht so schnell an. Ja. Ja. Weißt du, Ich was ich verstehe. meine? Ja. Und ich wär nicht ungut und nichts, ich wäre maximal ruhiger. Das dauert, bis man mir, so wie mein Mucker halt immer gesagt hat, na, wenn man mal sieht, dass du da gesoffen bist, da bist ernst. du da gesoffen. Dann ist was. Ja, das ist nicht so. Ja. Und ich muss sagen, und wenn wir spielen, wir trinken schon gern, wir trinken auch viel, mitunter oder früher mehr, Ja. Gespritzte. Kein Schnaps, Ja, und, ja. kein, und Ja, nicht ja. Bur, Ja. kein Burenwein und nichts. Ja. Weil sonst, du verlierst ja wirklich beim Spülen jetzt. Ja? Ja. Du musst dir überlegen, jetzt wenn ich zusammensitze mit den Leuten und wir trinken, was ist eine Sache. Wenn ich jetzt da ein Hetz habe und ich muss aber spülen können, Ja. das ist eine andere Sache. Da kann ich mich nicht aussaufen. Das, Ja. das ist einfach, was die Klischee und Wirklichkeit. Ne? Ja. Der besoffene Heurigenmusiker, das spielt nicht. Der Heurigenmusiker, ja, trinkt schon mal was und kann ein bisschen mehr, hat er öfter was zum Trinken als andere. Ja. Ist schon richtig, aber du kannst nicht angesoffen sein, das geht ja nicht. Du musst ja spülen können, du musst ja das können, was du magst. Ne? Daher, Ja, aber es daher. wird schon welche geben, die sind voll fett. Es gibt welche, ja. Es gibt auch welche, die sie nicht im Griff haben. Ne? Ja. Das ist natürlich blöd. Es gibt auch welche, die es im Griff haben. Die sind aber bewundernswert. Also Ja. weil ich kenne schon ein paar, also von den älteren Semestern. Ja. kenne ich ein paar. Die danken was, da Ja. liege ich unter dem Tisch, aber Ja. absolute Ja. Heißeider, das man sagen als Modell. Ja. Absoluter Heißer. Und das machen weiter. Ja. Aber das sind ein paar Du, wenige. aber das ist ganz lustig, wie ich da zum Journalismus gekommen bin, da ist das auch so gewesen. Die Alten, also die da in die 60er, 70er Jahre schon Journalisten waren, sind deppert, die haben gesoffen. Ja. Das ist unglaublich. Das war noch so, was die, wenn die mit irgendeinem Ansatz aus diese Informationen gekriegt, die braucht hast, jetzt waren die waren echt geeicht, sind aber allerdings alle nicht alt geworden. Richtig alt sind die nicht geworden, weil das ist ja Wahnsinn gewesen. Das waren einfach permanent, da ist der Alkreinig geflossen, das war irr, wirklich irr. Das ist aber früher, glaube ich, echt normal gewesen. Das war Ich ganz glaube auch. verbreitet. Ich glaube auch. Also ich habe ja gearbeitet lang als Studentenjob, ne? Ja, In einer Druckerei. okay. Und ich mein,
Bis deppert. Das war Patrick, Weltklasse. ein Wahnsinn. Weltklasse. Grüß Gott. Weltklasse. Bitte mehr Kaffee, Aber der Franz eben sagt er richtig, ich danke dir schön. Bitte schön, gerne. Ich danke dir schön. Der Franz eben sagt richtig, das regelmäßige Training bei den Auftritten fehlt. Ja, das stimmt. Kann man Trinklieder nüchtern spielen, sagt der Cappuccino. Naja, Wer ist der Cappuccino? wer ist der Cappuccino? Der Cappuccino heißt Cappuccino. Da gibt's das, den habe ich bei mir noch nie gelesen. Wirklich? Cappuccino? Wo ist der Cappuccino? Vielleicht ist es ein Fan von uns. Das Ja? ist der, was ich da gesagt habe. Ich hab gesagt, da gibt's einen. Ja. Da gibt's einen. Selbstverständlich kann Cappuccino man ist nämlich ein Trinklieder echt leibender nüchtern Name. spielen. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, spielen wir trotzdem Leibwand, nicht den Auftritt. Also, Was sagt der Horvath? Was sagt der Horvath? Der Einmal Horvath zum ist sicher Fasching- schon komplett fett. Der Horvath ist sicher schon plattelwach. Einmal zu Fasching mit einem sanften Rausch auf einen Traktoranhänger gespielt, Warheads. Ja, das kann ich mir vorstellen. Herr Strauberger. Aber ich kann mich erinnern, weil du sagst, ich mein, das ist lange her, das ist sicher schon verjährte Geschichte, da kann man das schon sagen. Da war mein Ottergring, eine ganze Partie. Jugendfreunde, also wir waren damals auch eine Jugend, also Jugend, naja, wir waren schon aus der Schule draußen, sagen wir so, Studenten. Und wir sind eine ganze Partie heimgegangen, so von der abendlichen Unterhaltung, sind heimgegangen und haben gefunden, bei einer Baustelle, so ein Betonschneidegerät. eine Betonschneidmaschine. Ja, aber so ein Traktor, nicht? Aber Also wie ein kein kleiner, Rasentraktor. sondern ein ziemlich groß. Also, Mit der Ding. Scheiße. wo du aufstehen kannst, mitfahren können. Aber doch, das ist ein Leibwand. Bist deppert, das ist ein Mördergerät, super. Und auf einmal sagt einer, Alter, da steckt der Schlüssel. Na, wer hat das gesagt, glaubst du, ne? Und wer dann auch noch anstatt, ist darum. Und wir gesagt, nee, Alter, das Universum will uns dort. Ja. Ja, haben wir die Maschine angekriegt. Die Räder Ich bin aber dann schon ein bisschen erschrocken. Ich meine mir nicht gedacht, dass die ohne Vorglühen einfach so auf einen Arme umdrehen und die rennt. Ich meine, wir reden da von. Gott sei Dank rennt da, ich war kein Gang drin und nichts. Nicht? Aber Wir reden da von den Jahren 94, 95, 96, Ja. irgendwo da in dem Bereich. Ja, die ist angesprungen. Jetzt sind wir über die Otterginger Straße. Nein. Aber jetzt haben wir dann Nein. geschaut, ob er schneit. Da haben wir gesagt, ja, wenn der Beton aufschneidet, sind wir im Häfen. Haben wir gesagt. Jetzt haben wir geschaut, nein, das muss man irgendwie runterfahren. Ich habe gesagt, nee, aber dann geht's. Und dann dann geht er gleich vor. Beton schneidet, die Otterginger Straße. Na. Zwei hinten oben. Ist verjährt? Ich hoffe, es ist das verjährt. Ich glaube schon, gell? Nee, wir haben nichts gemacht. Wir müssen da stehen lassen. Bis deppert, hä? Die werden sich am nächsten Das ist Tag. eine super Die werden Geschichte. sich am nächsten Tag wundern, wo die Sollen wir das stehen. nicht? Vielleicht, warte mal. Na, das ist nur eine Geschichte, die wir halt gern erlebt hätten, so in der Art und Weise. Genau. Ja. Ja, das Und muss reichen. Kinder bitte nicht nachmachen, gell? Ja, na, vergiss die Kinder, die sind nicht so deppert. Liebe Freunde vom Brennraum und von der Population, bitte nicht nachmachen. Die Kinder machen mir keine Sorgen. Und man schneller fundet. Der denkt sich schon, Alter, jetzt gehe ich so schnell. Ja, aber das hast du heute. Da ist der Schlüssel gesteckt. Das habe ich original vergessen. Ich weiß nicht, was damals war. Der wird wahrscheinlich auch. Der hat dich dann irgendwann gesucht. Alter, wo ist die Maschine? Die ist da Die gestanden. 20 Großen weitergesucht. Ja, Alter, schon leibend. Nur wenn wir so gedacht, wir lassen es schon stehen, weil es ist ja nicht leise. Das ist ja, wir sind dort gefahren und drei davor, Das dass die drum hat ein Stille paar runterkriegen. Liter, 100 paar PS. Das ist Sind wir mit dem Ding langsam, was nicht, also schnell schnell sind wir schneller gewesen. so nicht? schnell fliegt das nicht, das geht. Aber laut war es für 10. Nicht? Gott sei Dank hat das im Beton nicht aufgeschnitten. Das war nur ein Häfen gewesen. Ja, da waren wir im Häfen gesessen. Ja, das war wieder was. Da waren wir nicht so weit gekommen, dann lässt sie sich nicht so lenken. Das ist Wahrscheinlich. Lenkung wie im Bouncer. Das ist ein Wahnsinn. Der Georg Scheuer sagt, die Schrammen spielen am schönsten, wenn sie angesoffen sind. Ja. Ja. Das sind aber genau natürlich diese Klischee-Geschichten. Ne? Weil ich muss schon ehrlich sagen, man kann ein Hetz haben. Wenn du ein leichtes Schweigerl hast, ein Schwül, Schweigerl. ein Schweigerl, ja? Ja. Dann ist es leibend. Ein Spitzel. Aber in dem Moment, wo irgendeiner von den Beteiligten, sei es jetzt Zuhörer, Wirt, auch schon erlebt, Musiker, zu viel hat, Das ist hackig, gell? Sehr hagelig. es ist nicht gleich schlimm oder so. Aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn einfach ja, ein gewisse Ding hat. Das ist so. Ein Spitzel, ein Waffel. Was der Horvath macht das heute noch, sagt er. Im Rausch sind wir schon alle auf Baustellen gelaufen.
Mach mir heute auch noch Glas. Ja, Horvath, ich weiß nicht. Ich glaube, du bist kein guter Umgang für mich. Nein, der Horvath. Der Horvath, ja. Der Horvath ist auch Wahnsinn. Der wirkt so friedlich. Nein, der hat es fast dick hinter Ja. den Ohren. Jesus Marie, Das kannst du dir nicht vorstellen. lauter liebe Leute, ne? Der Christoph Ackersur ist schon auf der Suche nach einer Betonschneidmaschine. Oh je. Patrick, komm. Wir spielen was. Wir machen jetzt eine, weil ich habe schon ein paar E-Mails gekriegt. Nicht E-Mails, wie heißt das? Kommentare. Ja. Wo wir eh wieder was das und jenes spielen. Die Klassiker. Die Medley. 16er Burm Klassiker. Ja. Wir haben in ein Mädel reinpacken. Der Harry Schnellerfond, der war gern mit einem Panzer heimgefahren. Das war auch lustig. Ist deppert, ja. Na, das liest eh hin und wieder. Ja. Dass irgendeiner mit diesem Panzer dann. Wahnsinn. Ja. Ja. Das ist schon, ich meine, aber es ist halt so. Ich meine, es wird schon die Gesellschaft ein bisschen fad. Ja, voll. Ja? Ja. Und ich meine, wir haben ja kein. Ja, klar ist das eine Arschpartie und wenn am nächsten Tag der kommt und das Ding ist nicht da und da gibt es ein Problem, vor allem, wir haben den Schlüssel stecken lassen. Ja. Aber man findet sich dann ein paar Gassen weiter und sagt, ja, okay, nichts ist passiert, ein paar Trottel. ein paar Trottel und weiß ich nicht, und ein Viertel Benzin um ein Verfahren. Ne? Also da passiert ja nichts. Es ist wirklich, die Gesellschaft teilweise so fad geworden. Du musst so aufpassen, alles nur politisch korrekt und fad. Aber da ist mir jetzt, das passt jetzt irrsinnig gut. Ich habe heute die Fanta-Werbung gesehen, die neue. Und früher hat der Kasten Fanta, weil es Spaß macht und schmeckt. Ja. Und jetzt heißt es Fanta, weil Verrücktes gut ist. So irgendwie. Lass uns verrückt sein. So bewerben sie es, das Fanta. Und du siehst da eine, wie steht im Winter, wie sie ins Swimmingpool reinhupfen will. Das siehst du im Winter. Und sie hupft so eine und hupft ganz normalen Schneehaufen eine. Also ganz irre. Die machen jetzt nicht auf verrückt sein, weil es nicht offensichtlich verrückt. alles. Ja, eh. Ja, fast Fahrt. Naja, Aber das war unser Alltag. genau, so sind wir in die Schule gegangen. Genau. Ja, aber das stimmt nicht. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und die glauben wirklich, das ist verrückt. Lass uns verrückt sein. Ja. Wir springen in eine Lacke. Also 14 muss man sagen. Wir springen und jetzt ist sogar die Hose ein bisschen dreckig geworden. Wie verrückt. Wir sind Alter, wann wir Fanta sind saufen wir verrückt ist. Wir sind mit den Eislaufschuhen im Swimmingpool immer aufblasbar gefahren. Das ist verrückt gewesen. Das war eh. Aber die Geschichte mit der Betonschneidemaschine, das ist schon relativ weit in Führung. Die ist schon gut, gell? Ja? Ich muss aber Das wirklich muss man sagen, die Elite war es gewesen, was wirklich geschnitten hat. Ja. Das war schon. Ja. Was war's, die Die Ohren wir haben nie gedacht, dass die wirklich ausspringen. Ja. Ja, ich schon, immer da der Schlüssel steht, Die das sind Süden. Umdraht und nachher wie beim Steirertraktor das Auto Dings Aber aus. Das Sorge war ja, ich meine, das ist eine Maschine, die hat einen Sitz gehabt. Ja. Und wir waren 4 oder 5 Und Leute. hinten waren noch so Trittbretter, wo du noch drauf stehst können. Ne? Ja, es waren keine Trittbretter, Nein, sondern es zum war Auf- und irgendwas Umsteigen, anderes. Wir sind ne? halt drauf gestanden. Aber es ist, du musst dir jetzt vorstellen, jetzt angenommen, du wohnst in der Otterginger Straße, denkst du, Alter, mir ist schlecht, ich gehe mal zum Fenster, ich schau mal raus. Und siehst so 3 der Früh, 4 oder 5 Volltrotteln auf einer Baustellmaschine vorbeifahren. In einer Geschwindigkeit, was du denkst, Alter, der Fuß war schneller. Aber mit einem Murazzankrawall. Das war so laut, das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das ist die Hof. Vor allem heute kannst du das ja gar nicht machen. Überall die Überwachungskameras. Bist Da bist du Ja, zu aber untergehen. heute lässt dir das auch keiner stecken. Oder? Nein, Heute ist nein. das. Was glaubt wie der drauf? Ich meine, das Das ist ja überprüft heute wird dann jetzt mal, der Spieß dann gleich umdreht vom Anwalt, dass nämlich die Hauptschuldigen sind, die den Schlüssel dort stecken lassen. Ja. Ja, genau. Die haben die verführt. Und so, das ist Auf jeden Fall heute kann es sein, dass damit wirklich eine Existenz gefährdet ist. Ne? Weil der Ja. rausgekaut Der rausgekaut wird, der Das Arbeiter, weiß oder das ich vergisst sicher nicht. Der hat höchstens erst du drauf. einen Watschen gekriegt vom Spiel. Und die haben ja gesagt, die Maschine war dann. Wir haben ja noch gedacht, ob wir es nicht zurückführen. Oder haben wir gedacht, nein, wir haben schon nur Aufsehen. Naja, Es gut. ist ja nichts passiert. Ne? Das ist Ja. Was haben wir da jetzt da? Haben wir Rubrik Böse Geschichten 70er Jahre,
Ferienmesse und Sport und Freizeit, ein Stand vom Reitwagen über dem Eingang fakte Police. 70er Jahre hat es noch keinen Reitwagen gegeben. Hat es noch keinen Reitwagen gegeben? 1986. Georg Scherer, zurück an den Schreibtisch. Und jetzt schreibst du mal 100 Mal auf, ich soll keinen Blödsinn schreiben. Ja. Ja, sicher, ich meine, ja. Aber das war das, aber dieses Verrücktsein, glaube ich, jetzt in die 70er Jahre, also sprich der 61er, das war schon wieder nicht mehr verrückt. Ne? Weil das war, so stelle ich mir das vor, ich war nicht dabei. Ich stelle mir das schon wieder vor, das war dann schon wieder Establishment. Die Ersten, die das gemacht haben, die Ersten, die verrückt waren, Ja. das waren für mich die spannenden Leute. Nicht die Nachahmer oder die dann in diese Szene reingekommen sind, oder wo, weißt du, wie ich meine? So das, weiß nicht, wie ich sagen soll. Du meinst, die strategisch verrückt waren. Ja, oder wo man sich gedacht hat, es ist eh nichts mehr dahinter. Ja. Jetzt kann mir eh nichts mehr passieren, das macht eh jeder. Ja, Weißt du? ja, ich verstehe schon, ja. Ja. Ich meine, ich bringe jetzt einen ganz kurzen politischen Hocker rein, aber den werden wir gleich wieder verlassen. Aber es ist so ähnlich wie heute, Antifaschist zu sein. Ne? Es ist heute nicht schwer. Im Dritten Reich Antifaschist, nicht die Geschwister Scholl oder was. Ne? Ja, genau. Ja, weil von denen kannst du den Hut ziehen, weil Ja. das waren mörderische, ich meine, die haben ja auch mein Leben bezahlt. Ja. Ja. Heute sagen, ich bin Antifaschist, ist nicht, das ist jetzt nicht schwer, nicht? Also das ist keine Herausforderung, das macht dich nicht zu einem besseren Ding. Damals ja, ne? Ja. Oder so wie in Deutschland DDR, ne? Also gegen die DDR zu sein, heute, das ist nicht, also Antikommunist, ja, da fällst du nicht auf, bei uns nicht. Aber damals, was mit dem Mauer noch gestanden ist und du warst im Osten und das war. Und so, ich meine, das ist jetzt wie gesagt ein harter Vergleich, aber so meine ich das. Nicht? So die Verrücktheit, das war damals schon wieder fast Programm. Nicht? Da war der wahrscheinlich, der im Anzug gekommen ist, war wahrscheinlich schon wieder das war eigentlich der Verrückte dann. Ja. So irgendwie. So plapper ich halt vor mich hin. Ich hab die verstanden. Ich hab die verstanden. Immer noch. Mein Bruder sagt was, manche Sachen, die man damals gemacht hat, haben einfach dazu gehört und würden heute ein Chaos erzeugen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das Ja. stimmt wirklich. Früher war das, aber natürlich muss man aufpassen, dass man nicht reinkippt in das. Das ist alte, ja. Früher war es besser. Damals, wie mein Großvater, die noch Kinder waren. Früher war gar Ja, nichts das besser. Bist du so ein Typ, der das das früher, glaube ich nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Wo sagt er, früher war alles besser? So? Nein, das ganz sicher nicht, aber was mir schon aufgefallen ist, wie viel Freiheit sie uns abgeräumt haben in den letzten 40 Jahren. Ja. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Das fällt mir auf, ja. Und das sage ich ganz sicher, dass das früher besser war. Das stimmt. Alles normiert heute. Und Nein, ist ein Wahnsinn. Ja. Also, ob besser, ob das jetzt halt, was die, mit den Haufen Leuten und was da heute alles ist, ob sie das ausgehen würde oder nicht, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, mir hat das natürlich viel mehr taugt. Dass du da einfach einen echt großen Grad an Freiheit gehabt hast. Und ich meine, andererseits hat es ja natürlich auch wahnsinnig viele gegeben, die halt ins Glas bissen haben. Nicht? Ja. Mit dem großen Grad an Freiheit. Ja. Aber Ja, aber ich meine, das ist ja, gehört ja auch zur Freiheit dazu. ne? Ganz ehrlich. Ja. Ne? Aber heute ist ja wirklich so, das stimmt schon, wo ich das so sehe, dass man, ich meine, jetzt wirklich die Jugend, wo soll sie jetzt ein normal, ich sage jetzt einmal bürgerlicher Jugendlicher, also in einer bürgerlichen Familie aufwächst, wo soll sie die Hirn abschließen? Ohne dass es massive Probleme gibt, also dass da wirklich alle ins Häfen wandern und Oder so. das ist eine oder existenzgefährdende Strafen mit sich zieht. Wo sollte man außer tätowieren? Das sind alle Back, warum? Das ist das Einzige, was geht. Auto! Ja, weil Ja, das stimmt, Das ist ein Wahnsinn. Ja, Ja. ja. Und das ist schon. Aber, ja. Ja. Na gut, hätten wir das auch besprochen. Die wollten was spielen eigentlich. Transport war sogar früher, ja, voriges Jahr. Peter Richtinger, früher hat es keine Lasermessung gegeben. Ja, na klar, war früher besser. Ja.
Nein, ich glaube, dass diese Strafen nicht zum Beispiel, da warst früher kein Verbrecher. Ich meine, überleg allein, was du jetzt nimmst, 0,8 Promille. Ja. Das war lang gängig. Ja, ganz normal. 0,8 Promille. Ja. Und jetzt ist 0,5 und da sagt man, also ich für mich denke mir schon, 0,5 steige ich in Steig kein in Auto. Auto ein. Ja, einfach von mir, weil ich weiß ungefähr, was trinke und sage, ja, bumm, ich darf halt jetzt noch fahren, Ja. aber ich spüre schon. Und ich spüre es jetzt nicht im Sinn von, ich bin beeinträchtigt stark für mich ist, aber ich spüre schon, das heißt, ich bin viel zu sehr beeinträchtigt in Wahrheit. Ja. Um mein Auto. Aber ich darf halt noch. Und das ist noch, aber das werden sie uns bald runternehmen, glaube ich. Aber ich bin einer, der, wenn ich fahre, trinke ich nicht. Weißt du, der berühmte Ausspruch, der Wolfsberger tut das, hat das erlebt, wie ich das gesagt habe. Wenn ich fahre, trinke ich nichts. Und wenn ich mit dem Motorrad fahre, trinke ich wirklich nichts. Ja, na gut. Patrick, jetzt spielen wir. Was machen wir jetzt eigentlich? Was spielen wir jetzt? Wir fangen an mit irgendwas und hören auf mit was anderem. Das Wir klingt machen, gut. Wir machen, pass auf, wir starten an. Genau. Also, ich steige ein. Ich hab am Weingarten am Pisa. Ich bin da gerne mit kein Mensch dort stehen. Ich schau den Rinder beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Höhe Ruhe. In meinem Weingarten am Pisa-Berg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst du die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa-Berg, das Fleckerl hat es mir aber nicht gehen. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl sein. Ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl sein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Herr Professor, bitte.
schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Will ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Will ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfchen mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirchen um See. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Klein in der Kirche von Treuenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen wieder die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn haben wir und viel Glückling darin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Treuenberger Dorf, dort liegt der Heiliger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen wieder die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Herr Rutger, bitte um einen kleinen Beitrag.
Bier. Sagt ja, sieht doch keiner, geh her da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu. Seh ich wieder vor mir die schöne Natur, hin draußen im Grünen, da war ich daheim. Da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Zum Ausgang noch ein letztes, ja bitte. Ganz Mädel. Ganz dreiviertel Stunde. Das ist ja doof. Ich meine, früher hast du damit eine ganze, der Mike Oldfield hat damit eine ganze Schulplatten gemacht. Ja, Das war extrem lecker. großartig auch. Danke. Großartig. Ich danke euch schön. Du kriegst Lob. Patrick, du kriegst Lob. Der Herr Danke euch. Pressluftnöpfel Zwitscherrand. Dankeschön. Szenenapplaus. Du kriegst einen Applaus zwischen du Hilfe und ich krieg nicht. Achso, der Dieter sagt, gibst du mal ein paar Gitarrenstunden. Na gut, da fahren wie viele Stunden das du ist. Christoph Acker schreibt schon Rutgermann. Ja, Rutgermann! Gitarrenstunden. Das ist, Problem ist wirklich, ich kann das nicht so gut. Wir haben ja ein paar Mal unterrichtet schon. Bei so weißt du, so Institutionen, nicht, wenn sie machen, was war das mal, so Musikwochen. Musik, wie heißt So, das? Was das Wiener so? Festwochen, irgend so. Nein, so Das waren so Seminare. Seminare vom Volksliedwerk Ja, oder so von der Volkskultur Niederösterreich und Ja. weißt du, so Workshops, nicht? Was ja, sie ja, ja. Und da haben wir ein paar Mal unterrichtet, der Patrick öfters als ich. Und ich kann das nicht so. Ich kann das nicht, weil ich sitze da und sage mir, naja, ich spiele ja. Ja. Keine Ahnung, was ich da mache. Ja. In dem Sinn, ich kann es nicht Patrick kann das besser. bin ganz ein Patrick ist guter ganz Lehrer gut. eigentlich. Ja, ja. Also du hast viele Schüler ja auch immer Ja, ja. gehabt. Immer gehabt, ja, ja. Aber bei mir, wenn mich einer gefragt hat, wie geht das? Sie waren immer alle sehr zufrieden mit mir. Ja. Die Schüler sind nämlich bauhart. Also, Ja. Der Franz Gorbes ist ja Der zum Rudi, Beispiel... Rudolf Rudi. Gorbes. Alter, Der Franz jetzt. Gorbes. Franz Gorbes! Kommt gleich noch ein Rudi M. Alter. Nein. Raucht der Zonkorn-Dämpfer. Nein, das ist auch. Jawohl. Rudolf heißt das. Der dampft da so, wir dampfen alle drei. Nein, aber ich hab das der Rudi Korb ist ein Schüler von dir. Und da merkt man auch nicht, wenn ich mit dem Rudi habe ich schon ein paar Mal gespielt, beim Taschler zum Beispiel. Und da merkst du, ja, er hat ein Grundverständnis, er weiß, um was es geht. Nicht? Und da kannst du leicht spielen mit jemandem. Ja. Aber das muss dann vermitteln. Ne? Ja, das muss dann Schnell, vermitteln. das muss Nicht? gehen. Und, und bei mir, ich meine, ich habe das schon irgendwie umgebracht, es hat einer gefallen, aber ich habe mich total unwohl gefühlt in meiner Haut. Ja. Weil ich mir gedacht habe, ich weiß ja selber nicht, was ich da mache. Wie soll ich das jemandem erklären? Aber das ist ganz lustig, Klausi, weil das ist der Gustl Eunger. Das ist ein wahnsinnig Ja. guter Rennfahrer. Mit dem habe ich geredet und der hat mir das genauso erklärt. Hat er gesagt, ja. Und dann war diese Rennfahrerkarriere aus und dann haben sie gesagt, naja, wie machst du denn das? Und ich habe nicht gewusst, was ich da mache. Der hat sich das müssen erst nachher alles überlegen und ist ja dann so im EMTC-Fahrtechnik drin. Ja, genau. Und das hat er sich erst nachher überlegt, was er eigentlich gemacht hat. Um den Leuten das dann mitzuteilen. Zu Der, erklären. der ist irrsinnig schnell und irrsinnig gut gewesen, aber ohne dass er jetzt sich bewusst ohne dass er da jetzt irgendwas bewusst gemacht hätte. Ne? Und dann hat er sich auf das einlassen und dann hat er es auch weitergeben können. Ja. Nicht? Aber wenn der auf das jetzt, das muss das selber, muss der dann wahrscheinlich einfach diese Fragen stellen und Ja, du ja, musst, genau. halt auch, musst halt auch, wie soll ich sagen, einen Willen haben, dass du jetzt unterrichtest, weil es ist ja auch nicht jeden seine Sache. Nicht? Das macht nicht an jeden Spaß. Ja, Ja. genau. Ist so. Ja, einfach. ich meine, wobei das war ja in meinem Fall eh nicht ein Leibwand, weil ja das waren ja schon, es waren ja nie Anfänger oder was. Ne? Wie gesagt, ich war das eine Gitarre beibringen, sondern Ja. das waren schon Leute, die was kennen haben, die haben gesagt, ja, und ich will jetzt auf der Kontergitarre ein bisschen was lernen. Ja. Und ich mir gedacht, ja, was will der sagen? Ich kann da vorspielen, was ich spiele. Ja. Und dann spielst du nach, oder von mir ist, dann kannst du da fragen, jetzt, was magst du da, dann kann ich sagen, warte mal einen Moment.
schau ich noch, das mache ich. Nicht? Ja, ja. Aber das ist ein ganz. Also es ist auch gegangen, die Leute waren auch zufrieden. Nur der Punkt ist, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ja, ja, ja. Ich habe gedacht, Ja. fuck. Also das war jetzt mal für mich ein Krampf. Also weil eben der Dieter gefragt hat wegen Gitarrenunterricht. Also, ja. Sagen wir so, es war schon sehr teuer. Genau, Das ist das schwer kostet zu eine spielen. Lawine. Das kostet eine Lawine. Dieter, reib um was. Naja, also, bei manchen Schülern, aber die habe ich dann nicht lang gehabt, war es wirklich Schmerzensgeld. Das Ja, gibt sowas ja, auch. Also, ja, ja. Aber das ist ganz selten. Ja. Was siehst du schon, die unterhalten sich schon untereinander. Sag ist das, was du vorhin gesagt hast. Ja, du, aber das ist ja auch so, wenn du jetzt ein Lehrer bist und du bringst da was bei und du merkst, ui, da geht was weiter, ist das ganz super. Oder du merkst, Alter, das ist umsonst, das ist wertlos, da geht einfach nichts weiter. Das ist auch schier. Aber es ist sehr selten, ist das nichts. Also meistens ist man als Lehrer schuld, muss ich ehrlich sagen. Wenn nichts weiter Wenn man nicht gut ist. Außer es gibt wirklich jemanden, den das nicht interessiert und der wird ein Kind ist von den Eltern dazu gezwungen, wird ein Instrument zu lernen, das ihm gar nicht interessiert. Ja. Dann ist es natürlich sinnlos. Ja. Das ist klar. Aber ich kenne das wirklich gut von Pilar. Da gibt es so Leute, die gibt halt so ein Gruppentraining, dann gehen sie hin, machen das und jetzt sagt ihnen der Trainer, tut halt irgendeinen Bewegungsablauf und den müsst ihr jetzt trainieren bis zur nächsten Woche. Ja. Der macht das aber nicht. Ja. Der kommt immer nur dort in das Training und das ist natürlich, da geht natürlich nichts weiter. Und das ist für den Trainer natürlich irrsinnig frustrierend. Das ist frustrierend, sinnlos dann. Das ist einfach wertlos. Ne? Und die haben halt eine lässige Zeit, denken sie, das ist wurscht. Mache ich halt einmal die Woche, nicht nur wenn du dann nicht übst, kannst du es vergessen. Da geht ja Ja. nichts. Du bist ein bisschen spaßig. Ja. Jetzt muss ich schauen, was noch Da was bin ich da dann auch nicht bereit als Lehrer, da bin ich wieder dankend, das habe ich immer gesagt. Sagst dann. Wenn ich merke, der macht nichts, wenn Ja, wenn genau. ich was anderes auch zu tun. Ne? Dann, Ja. Also pass auf, Peter richtig. Ja. Es soll ja auch welche geben, die sind irrsinnig schlecht und sich dessen nicht bewusst. Ja. Bin ich überzeugt. Das ist ein Traum. Der Dieter will mich überzeugen, weil er sagt, also bitte unter Volvo fahren. Das ist überhaupt Das ist mies. Der Dieter, ist ein Wahnsinn. Der Horvath sagt, wir brauchen trotzdem noch ein paar Flaschen mit Glas auf der E-Gitarre. Ja, die kommen schon noch. Die kommen schon noch. Jetzt sollen wir mal ein Klavier kaufen. Und außerdem, was noch ganz wichtig ist, das fordere ich ja schon seit, ich weiß nicht, seit es die Pavlatschen gibt. Ihr müsst einmal so Cajun Music machen. Cajun. Ja, er hat ja seine Harmonika zusammengehauen. Die geht nicht, da ist innen der Bassboden gerissen, das kannst du nicht mehr machen, die bläst nur mehr. Das, Also da brauchst das kannst du nicht eine spezielle, das kannst eine nicht spezielle ausbauen. Harmonika. Ja, dass das brauchst du. gescheit klingt. Das klingt auf der einfach nicht schön. Okay. Das ist einfach Ich verstehe das, also ein bisschen kleiner. klare und einen schärferen Clown. Ja, und die andere müssen- so Ja, diese ja, steirische ja. Seite, aber noch schärfer. Scheiße. Und Entschuldigung. Ja, nein, das ist jetzt quasi ein Ton. Die Donau! ganze Pavlatschen. Donau! Es geht Donau! Das ist Pavlatschen für einen Arsch. Das ist der Wahnsinn. Donau kann mich im Frühjahr an mich erinnern und an dich erinnern. Der Rudi Korbe schreibt immer, das lese ich jetzt ungern vor. aber- Was denn verschreibt Er hat ja nicht Unrecht. Er hat nicht Unrecht. Der Patrick ist ein Potzenlehrer. Oh, Rudi, danke. Das stimmt. Und das sagt der Rudi und ich sind gemeinsam bei meinem Lehrer gesessen, bei Seminaren, Ja. bei deinem. Ja, ein Musiktheorielehrer. Ja. Aber der Harischer Vater sagt, nicht jeder Professionist ist auch Pädagoge. Absolut Nein, richtig. absolut richtig. Wobei, ich glaube, ich war jetzt schon grundsätzlich gut im Vermitteln. Also ich glaube, die Idee hätte Glaub ich ich schon. auch. Ja. Nur, ich weiß ja nicht, was ich tue. Also wenn du mir sagst, erst erklär mir das, wie du jetzt da, weiß ich nicht, die Software verwendest, dann sage ich, ja, pass auf, das kann ich dir erklären, weil dann weiß ich genau, das verwende ich so. Geheimtricks habe ich nicht, aber ich kann das genau erklären. Das Problem ist bei der Gitarre, ich habe schon, wenn ich es dann analysieren würde, ich sage, so mache ich das. Ja. Aber das, was ja ausmacht, wenn einer sagt, Klaus, jetzt sagen wir das, wie es geht, dann weiß ich ja, was er meint, was er will. Ja. Und dieses, Verstehe, das was du eine reine Erklärung dessen, was ich mache, ja, werde ich irgendwie zusammenbringen. Dann muss man was spiele ich da eigentlich, was mache ich da eigentlich? Ja. Nur, das ist ungefähr so wie erklär mir ein Bild, ein Ölgemälde
von, was weiß ich, von Giotto. Und du sagst, naja, was da ist ein bisschen rot dort, ein bisschen gelb dort, ein bisschen blau dort. Sind das diese Kugeln, die man zum Kaffee kriegt? Das haben wir gedacht. Das haben wir gedacht. Das ist aber Mir lag es auf der Zunge. Wie Du er jetzt sprichst geredet das hat, aus. der Klause, haben wir gedacht, na Gott sei Dank bin ich kein Schüler. Da bist du da wirst ohnmächtig. Da kommst du hin, du, Herr Lehrer, ich hätte so wahnsinnig gerne ein bisschen mit dieser komischen Gitarre spielen, wo da oben so dicke Seiten sind und unten ein bisschen dünnere. Das wird mir wirklich einen Spaß machen und da kriegst du so einen Text. Alter, da gehst heim, rennst mit dem Schädel in die Wand, sagst, Mama, gib mir Marillenknödel, es ist alles wurscht, ich kann nur fressen, das kann ich gut. Du musst als Lehrer erscheinen, musst du vom Auditorium, als Professor, sagen, ich weiß, Sie sind hier, um Gitarre zu lernen, aber kennen Sie Giotto? Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber was Ich wollte jetzt nur festhalten, Nein, das Zweig jetzt mit nur schlecht. Aber Klasse, was ich noch sagen wollte, das ist ja dieses echt Faszinierende für mich, weil ich ja das nicht drauf habe. Das ist das, du hast da dieses wirklich komplizierte Instrument mit diesen vielen Seiten und du spürst da nicht, du schaust ja nicht, wo du hingreifst. Du sitzt dort, schaust dir mal an und spürst da deine und das ist einfach so automatisiert, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass das einfach funktioniert. Du hörst dort, okay, da ist da ein Akkordwechsel, das passiert alles automatisch, deswegen kannst du das so gut, aber das ist natürlich, wie willst du einen Schüler, der das lernen will, vermitteln? Alter, denk nicht, greif einfach in diese scheiß Hitten irgendwo hin, es ist ganz egal und das passt dann schon. Das passt eben nicht. Aber es ist faszinierend zum Zuschauen, es ist echt faszinierend. Das ist großartig. Ja, es ist schon, aber es ist ja so, wenn man du siehst da Noten und bloß genau in Naturton das brauchst und greifst genau die Greifst genau hin, ne? Ja, ich sehe Noten und denke mir, Alter, ich geh heim. Die triff ich Das nicht. macht schön, das macht schön. Wenn du die Noten ehrlich sagst, Alter. Ja. Na, bei mir, weißt du, ich triff sie nicht, deswegen gehe ich. Na ja, und du na gehst ja, heim, weil na sie ja. dort steht. Das ist ein Ding. Zonko, spielen wir was? Ja, aber viel habe ich nicht mehr. Ich habe nur die Heiselfrau. Ja, die müssen wir müssen eh schon langsam zu einem Ende kommen, oder? Ja. Schon. Ich geh ja heim. Ja. Der Einzige, der in der Runde redet, ist der Klaus. Ich mein- Das ist die Wahrheit im Wein. Sagt der Fritz Status. Der Fritzl ist nämlich mein Haberer. Der Fritz Stadtkus ist leibend. Der Fritzl ist mein Haberer. Ja. Nein, es ist wie gesagt, ich tue mir da Schwammen unterrichten, nicht weil ich das nicht mag oder weil ich nicht, sondern weil ich mir das Gefühl, eigentlich ein Minderwertigkeitskomplex. Nein, das hast du nicht. Glauben wir's. Du hast keine Ahnung, was das ist. Wirklich Das, wahr. ich mein, Die letzte Überraschung. Das war die letzte Überraschung. Ich kenne ihn sehr lange. Das ist aber. Das ist kein Minderwertigkeitskomplex. Nein, gell? Er ist schon ein schüchterner Mensch. Im Ja, tiefsten total. Herzen. Total. Ja, na, sicher. Ja, während ich da rede, sagt mir der Andreas, Warum das glaubst du ganze noch- Fleisch vom Mariehof gekauft? Warum gabst du noch in die Geschäfte aus und nicht er, ne? Wirklich machst du Das das? mach alles ich. Das ist Na, ehrlich, oder was? sicher. Ja, sicher. Er ist noch... Nein, das hätte ich nicht geglaubt. Ja, Ich glaube, er macht es. Nein. Du machst das? Ich hätte erzählt, dass er Warum? spielen darf. Warum? Es hat sich so gegeben und mir macht das auch Spaß. Die kann Weil er die Leute so irrsinnig auffällt. So in der Art. aber das Na, ist reiß her die Kohlen, das gibt's da nicht. eben genau nicht. Das ist das Problem. Ja, spiel schon, ja, das machen wir schon nicht. Und ich komme Bei der Kohle und bist du das der groß, Härtere. zack. Wirklich? Das, ja. Ja. Ja, Patrick ist Na, ehrlich? die Booking-Agentur der 16. Booking-Agentur Und dann bin erzählst ich. du mir jetzt eine Geschichte. Nein, Nein. Booking-Agentur. Ich Kennen bin die Leute, die uns- kreative die mich Seele. kennen. Ja? Er ist das Wildsau. Ich kann's nicht. Wenn es ums Geschäft geht, bin ich Du, aber zack. apropos Geschäft, Patrick, Wie? der Jens Weirig sagt, ich brauche Noten von der Heiselfrau. Und jetzt sage ich, Jens, ich sag dir was. Das ist das kannst du Die vergessen. Noten. Das ist Wahnsinn. Jetzt Die ist Noten, also das Lied hat der Patrick Rutger geschrieben. Und ich weigere mich, die Noten für ein paar. Aber vielleicht der Zonko, der ist da in Übung. Der Zonko soll die Noten niederschreiben. Ich kann dir das nur sagen, wie lange ich da herumgeschissen habe, bis ich das mein Schatz oder diese Heidelfrau gehabt habe. Ein Wahnsinn. Jetzt habe ich es, das ist ja gebe nur- ich ganz sicher nicht her. Das ist ja nur der, nein, vor allem, mit dem fängt er nichts an. Mit dem wieder nichts anfangen. Das ist ja nur der Boss. Ja, andere habe ich nicht. Ja, die schicken mir. Jens, du fängst.
Ja, Patrick, das müssen wir niederschreiben. Ja, wer schreibt das nieder? Das ist Ja, das schwierig. müssen jetzt du machen. Ich schreibe deinen, ich bin mit meinen Liedern vollkommen überfordert. Du siehst ich hab nicht geschrieben. Jawohl. Jetzt Free mach- Jazz. Jetzt mach ich aber noch, jetzt mach ich noch einen Instrumentenwechsel. Nussbaum. In einem starken Regengusse. Wasser trinken, Wasser trinken. Warte mal, jetzt haben wir gerade noch. Okay, wir haben keine Zuseher mehr. Wir haben keine Zuseher mehr. Gefällt euch das auch? Das kennen wir auch so. Ja. Moderne, klassische Und für das hätten wir Förderung gekriegt. Ja, wirklich. Das ist nicht schön. Da bin ich. Das ist es noch. Wo ist denn das? Na, sollen wir das noch machen? Oder? Ja, sicher. Schon? Na sicher. Wirklich? Carolina Moon, Okay. Zongo hat einen Text. Wer das letzte Mal nicht dabei war, über einen Text vom Zongo. Man kann Platz für den Text. Floridsdorfer Mond, mir ist zum Rhein. Das Haus von meiner Tante, das Ressens Wind. Und ich weiß genau, dass ich beim Weg so ein kalten profitabel Nächten Weg mit dem Baum unter dem wir gesessen sind, mit ein bisschen an Wein und ein paar Nuss in deinem Schein. Floridsdorfer Mond, es drückt mich nieder. Aus dem Garten macht es jetzt ein Reihenhaus. Das Erb von meiner Tante mag ich zum Flieder. Und ich hoff, so sehr es macht ihr nichts mehr draus. Was hätte ich denn machen sollen? Ich hab's dringend braucht, die Kuhn. Ohne Marie kann heut's noch kein Mensch mehr leben. Floridsdorfer Mond, bitte schön weiter auf die seelenlosen Häuser ohne Gespiel. Ich sitz am Balkon mit einer Weißen und wenn du schenkst, dann ist die Tante wieder bei mir. War nicht
originale Text von Fritze, Zucker, der Windle. Uderlit! Und kann man jetzt unmittelbar drauf die Häsel freuen? Das sicher. Aber unmittelbar. Aber unmittelbar. Mach es Die aber roten nicht. Achtel von einer. Schau dir das an. Mein Schatzerl ist ein Häselfrau, ist ein Wahnsinn. Dann mach ich es heute auf der Schraube. Mein Schatzerl ist ein Häselfrau. Ja, na ja, mach ich gar keinen Wechsel heute, oder? Wenn du zu bequem bist, Ich bin zu bequem, die steirische zu holen. Ja. Gib's zu. bin ich im Anschlag. Bin im Anschlag. Gehen wir's an? Oh, wie? Sie kennt alle, die jemals an verliebter war. Künstler und Takler, Generaldirektor. Jeder tut sie friedlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Körperl rein. Ja, bitte erzählt sie. Hört man gerne. Mein Schatzerl ist ein Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die hat schon gute Schürzelblau. Mit Zinse aus Stadtlau. Sie geht alle die Mittel, das im Fernsehen bewähren. Duftende Hacke und Kose und Gern. Fröhlich tut sie das und putzen, weil wir sie ja schließlich benutzen. Dafür haben wir was ins Gehirn rein. Ja, bitte erzählt sie, hört man gerne auf geht's. So. Ja. Mein Schatzerl ist ein Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die hat schon gutes Schürzelblau. Mit Zinse aus Stadtlau. Auf geht's! Genau, so schaut's aus. So schaut's aus. Jawohl! Das ist ganz leibend, wenn du ein bisschen hinten nachhängst. Ciao! Ich wollte schreien, es ist kein Zugpassage, Alter! Das ist der Lehrer. Sehr leibend, sehr leibend. Du musst kurz und prägnant oder was aufgezogen, aber nicht mehr. Nicht mehr. Endlich! Es ist Jawohl. Da fällt der rein. Das kennst du eh noch aus der Rote Blase. Ozean, blauer Ozean, ein Wahnsinn. Jawohl. Jawohl, jawohl. Der Jens Wein gesagt, ich würde viel mehr Wein saufen, wenn das Kopf wieder noch nicht wäre. Ja, aber Jens, das ist ja im Moment des Trinkens vollkommen wurscht. Bravo, Klase. Ja. Bravo, Klase. Naja, Ja. deswegen. Zau, Top Turbo, zau! Das ist herrlich. Ja. Ja. Ich glaube, es hat auch jedem gefallen. Ja, wir werden es. Ich glaube, jetzt kommen wir wirklich zum Schluss, weil Wie spät ist es schon? ich kann da eigentlich nicht oben ausschalten da jetzt. Du warst der Christoph Acker, kommst du Die zum Uhr Mario gleich. Hakeln oder was? Was heißt 12. oder 19. Dezember? Nein, das ist ja jetzt schon. Was haben wir denn heute? 7. Ach so. Geschweige. Das Büdel 2017 ist aber mörderisch, das stimmt. Da hat er 30 Kilo mehr. Das ist ein bisschen länger schon, das Bild, aber das ist nicht schön. Aber, Ja. aber wirklich, hat er ja gekauft. Ja, aber ist er jetzt ist er schlank. Absolut. Ist er drauf. Sag ich ja! Absolut. sag Bravo, Klase! Absolut. Bravo, Ich Klase! sag's Und ich hab das nicht geglaubt. Du nicht nur nicht glaubt, du hast.
Bravo, Klasse. Du bist hart ins Gericht mit mir gegangen. Wirklich? Ja. Nein. Wie kein Fleisch. Gewarnt doch. Ich kein Fleischlauer da drin, das ist ein Herz. Ein Herz. Du, aber das hätte ich nie geglaubt, gell? Dass der Patrick die Gigs ausmacht. Das hätte ich echt nicht geglaubt. Ich glaube, das machst du. Naja, Wahnsinn. ich mein, man muss eine Booking-Agentur haben. Ja. Das kann man sich nicht leisten, uns einer, nicht? Jetzt haben wir gedacht, ich will aber. Ja. Und man sagt, Patrick, mach du das. Und mich stört das nicht. Also überhaupt Ja, nicht. nein, Ich du mach machst das das auch sicher gern. super. Ich mach das auch gern. Das ist Nein, ich bin da, weißt verantwortlich. Oder auch nachtelefonieren, wenn irgendeiner nicht zaubert und so. Das ist Na, Wahnsinn. Gibt's auch? selten. Ganz, ganz selten. Na, das ist dann mühsam. meistens nur offizielle Meistens Stellen. offizielle Stellen. Ne? Das dauert oft ein so. Staatliche Institutionen. So, Und dann erwischt ja Monate niemand noch. Ja, ja, ja. Das ist Ja. Schreibst du 10 E-Mails und so. Du bist so. Ja. Also wir gehen auf jeden Fall auf. Halt aber immer höflich, weißt du? Das ist Ja, die Kunst dabei. Genau. Ja, du, ich sag dir, wir kriegen da haufenweise Lob, das möchte ich jetzt nur mal gesagt haben. Der Franz Brandwein, ich meine, als Fiaker kennt er sich da aus, bringt Ja. er das auf den Punkt, gegen Kater hilft nur weiter saufen. Und da muss ich sagen, das stimmt grundsätzlich, aber irgendwann, es nutzt nichts, irgendwann geschlafen, wachst du auf, denkst du, Tag und der Spiegel ist gesunken. Ne? Na, und jetzt sitzt du da, ne? Denkst du, scheiße, so ist Schelle. Denkst du dann, pass auf, den Spiegel fangst du da, Ja. denkst du, na, Da ist nichts so. schmeckt mir jetzt gar nicht. Also irgendwann, Franz Brandwein, irgendwann ist einfach vorbei. Ja, es ist so. Irgendwann, ich kenne das, ich hab's immer Das ist ein durch. Plastik, oder? Ja, ja, das ist ein Plastik. Ja. Das ist aber ein gutes Teil. Das war Von Ikea ist das. Das ist keine Werbung, aber das ist ein Laptop-Halter, aber für die ist ein Noten. Ja, genau. Steht da. Ja, für mich. weil es ist wirklich so, Wie spät ist denn, Klaus? ich glaube, es ist 23:10 Uhr. Also Wahnsinn. ich glaube, es ist eine gute Zeit zum Aufhören. 3 Stunden. Ich glaube schon, der Ja, Horvath aber es ist war so herrlich. dabei. Es war Also mir wirklich hat's super. wirklich taugt Ja, wieder. super. Der Christoph Horvath sagt, keine Sorge, Klaus, für den Zonka sind der Fali und ich auch nicht dicken. Ja, bravo, bravo, Aber ich mein, Horvath! na gut, aber der Bravo, Horvath ist so schlank, oder? Der Horvath ist ein Restel. Wirklich? Na, was glaubst du, der sauft ja wie ein Loch. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also Und ich habe der, immer im Vergleich zu mir gesehen. Im Vergleich zu mir. Ja. Aber beim Fali ist klar. Beim Fali, der Fali, ich meine, gut, wie gesagt, aber mit dem Fali habe ich meine Schuljahre hinter mich gebracht. na, sei froh, dass du mit dem Fauli hinter die braucht, also nicht mit dem Horvath. Weil, die steppert. Der Horvath, ich weiß jetzt leider nicht, wie das heißt, aber der hat schon so einen Spitznamen. Wirklich? So in der Art der Obertrankler von Wiener Neustadt. Da gibt es so ein Lokal, da ist er da bekannt, dort in dem anderen Lokal. Also der Horvath ist, und ich meine, ist ein Weltbursch. Horvath Ja, ist ein Weltbursch. absolut. Ja. Horvath ist ein Weltbursch, aber das haut mir jetzt ein bisschen zurück. Das haut mir jetzt ein bisschen zurück. Ja. Das hätte ich nicht so eingeschätzt. Nein, weil nein, ich mag keine Trinker. Ich mag keine Trinker. Aber der Horvath ist leibend. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich, meine Herrschaften, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis auf, wenn es euch wirklich taugt hat. Haut eine ein bisschen ein Gerstel. Wie man Ein so Gerstel, schön sagt. ja. Gerstel. Knädel. Ein Schmattes, ein Knädel. Ein Knädel, ja. Ja, man, für heuer, man, das ist ja jetzt mittlerweile wirklich fix. Es gibt heuer keine Konzerte mehr. Heuer gibt's Definitiv keine nicht. mehr. Gut, ich meine, jetzt ist aber, es war schon vor 2-3 Wochen, glaube ich, fix. Heuer nichts mehr. Nächstes Jahr, ich meine, sind wir vorsichtig. Wird's auch die ersten 1-2 Monate nichts geben. Nein, ich glaube, wir können ab Jänner am 14. Jänner starten mit Taschler. Taschler? Ja, das Wirklich? vielleicht, Und das diese vielleicht. ganzen heiligen Ja, aber du, Der Röstenkeller wird wie ist stattfinden, denn das- der Lendnerqual wird wie ist stattfinden. das mit Taschler? Das ist ja. Ist ein Heiligen, ja. Ja, die weiß ich, kenne ich. Ja, kenn ich, Aber rauchen muss draußen. Ja, Aber- naja, das ist ja ja, mittlerweile ja. weil ja gesetzlich. Ne? Na, Das und ist so. haben sie da im Jänner die Scheiben offen, dass draußen rauchst und was hörst? Nein. Nein, Nein. nein, Gibt's das, ihm die Pause dazu? so früh ist da drin auch. Ja, da ist da oben. Ja. Früh ist drin. Ja. Aber wir Na, aber machen da haben immer, sie so einen leibenden alten Ofen. ja, das ist ja auch Wahnsinn. Gast, der ist auch Ja. Gast. Das ist, nein, das ist sehr leibend, aber das ist halt eine alte Hitten und das, ja. Nein, rauchen hast du sowieso nicht mehr. Das ist ja schon ein paar Jahre nicht mehr. Das ist
ja schon. Ja, Ja, aber- heißt das Aber schon wenn wieder es im gerne. Sommer spielt es draußen. Das in haben wir der draußen. Innenhof. Im Innenhof, Das ja. haben wir im Garten, ja, freilich. Das haben wir im Heuer auch viel gespielt draußen. Ja. Weil wir ja ab Juni, wo wir angefangen dürfen, Juni, Juli, August, Ja, waren wir draußen. haben wir doppelt sogar gespielt, haben wir ja 2 Auftritte gespielt im Monat. Weil nur die Hälfte am Publikum kommen hat dürfen. ja. Und wir gesagt, wurscht, machen wir zweimal im Monat. Und gesagt, spielen wir zweimal, ja, ist ja wurscht. Und das ist immer so, wir haben ja diesen Grundsatz. Wir haben wirklich oft gefragt, von Veranstaltern oder Wirten, Ja. war da nicht viel sein. 10er Marie, ne? Wie man das war, das ist ein Raum für 100 Leute. Ja. Da war diese Corona-Regelung, dass halt da mit den Abständen, jetzt haben dort nur eine passt, 40 Leute aber. Nicht einmal die Hälfte, sondern aufgrund baulicher Dinge. Also 40 Leute passen in einen Raum für 100 Leute, das ist echt Arsch. Ja, Das ist wirklich klar. Arsch, weil das ist ein Riesenraum. Und war aber ausreserviert, also wir waren 40 Leute, nicht? Und wir kommen rein und die Gerti fragt, die Huber, also die 10er Marie-Chefin, erst was die, da 100 Leute, passen eine, 40 sind nur da, spielt sie überhaupt? Nein, ehrlich? Ja. Und da haben wir gesagt, wir spielen, und das sagen wir eigentlich immer. Immer, ja. Das ist fast schon abdroschen, sagen wir, aber es Stimmt ist wirklich, aber. und es meinen wir ernst. Ja, Wir spielen ja nicht für die Leute, die nicht da sind. Ja. Wir spielen für die Leute, die, die da da sind. sind. Ja. Und wenn es so ist für 100 Leute und es sind 20 da, aber die sind gern da, Ja. dann spielen wir auch gern. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Das ist kein wie sagt man so ein Marketing-Gag Ja. oder so eine Aussage. Ja. Das stimmt, weil ich sage dir was, wenig Leute, die leibend sind und wo du ein Gespiel hast, Ja. das ist 1000-mal mehr wert als eben, was weiß ich, eine Firmenfeier Hausnummer, wo du engagiert bist, sind 300 Leute, alles leibend, aber es interessiert sich kein Schwein dafür, was Ja, ja, du spielst. das ist uncool. Das ist was anderes. Ja, ja. Du musst ja ein reines Geschäft, da spielst du aber, gehst kassieren, danke für die Mitarbeit. Aber du sitzt irgendwo und sagst, ja, jetzt haben wir nicht so viel. Sind Danke nur für die 20 Mitarbeit. Leute da. Wurscht. Sind es immer noch 100 oder was? Du, was haben wir? 102 Zuschauer. Das ist aber nicht schlecht, oder? Seid's Nach aber- 3 Ihr Stunden. seid's ein Wahnsinn. Ja, das Ist ist echt der der Wahnsinn, ja. Aber trotzdem, Narrisch. wir werden heute enden, nach 3 Stunden. Ja, ich glaube auch. Na gut, Nicht aufhören, sagt der Audiofan. Ja, OÖ aus Oberösterreich. Nacht ist noch jung, ja, aber wir nicht. Die Nacht ist jung und wir nicht. aber es gibt ja heuer noch eine XXL ja, Tablage. Franz M. sagt richtig Höfler. Guter Hinweis, danke. Genau. Patrick, bitte um Richtig. Einschaltung. Höfler, es gibt heuer noch eine virtuelle Weinverkostung, sprich, Weinverkostung ist gut, eigentlich Eigentlich eine ein Konzert. Weihnachtsfeier, ein Eigentlich ein Konzert. Konzert. Ein Weihnachtskonzert mit Weinverkostung. Und zwar aus der Buschenschank Höfler mit den 16er Burm. Das wird live übertragen auf dem Kanal von Michael Höfler, Weingut Höfler und auch bei uns auf YouTube. Richtig. Und ich freue mich schon riesig auf das, dass Am- wir das machen. Am 19. Dezember, Uhrzeit weiß ich jetzt nicht auswendig, ich glaube um 18.30 Uhr. 18.30 genau. 19. Da kann man vorher, bitte denkt dran, wieder wie beim letzten Mal, wer das schon mitgemacht hat, das ist recht leibend, Weine bestellen vorher. Die sind abholbereit oder werden auch verschickt. 3 verschiedene Weine. Also Weingut Höfel ist einer dabei, ich glaube auch Weingut Strauch Der ist Strauch und dabei. noch einer. Ich habe jetzt vergessen, Und? wer. Bravo. Noch jemand, den habe ich jetzt leider vergessen, der heuer zum ersten Mal dabei ist jetzt. Das ist am Mir fällt auch 19. nicht Mir ein. fällt der Name nicht ein jetzt. Aber Aber, schaut auf unserer genau. Facebook-Seite, Wer uns folgt auf, Auf Facebook, Instagram. Instagram, TikTok, YouTube, und www.16erburm.at. auf unserer Homepage, ja, findet man. Meldet euch auch zum Newsletter. Ich schicke jetzt Zum immer einen Abschluss, Newsletter aus. Ja, war super. Ja, es ist so. Meldet euch auch. Ich wollte einen Newsletter immer ausschicken. Ne? Und jetzt ist aber der Punkt der, was soll ich sagen? Dass wir nicht spielen? Weißt du, Ja, das ja. war echt schwierig. Ja. Weil einfach nur eine E-Mail schicken, dass man halt eine E-Mail schickt. Denke mal, es ist echt, das interessiert ja kein Schwein, nicht? Weil was soll jetzt schreiben? Ja, man kann ja schon die Termine für nächstes Jahr auch erwähnen. Naja, ja, kann ich erwähnen. Ich kann hinschicken und sagen, ja gut, aber die schicken im Jänner wieder eine E-Mail, nicht? Wo da Ja. drin steht, wann man wo spielt. Ja. Aber es ist also, wie gesagt, trotzdem Newsletter, bitte meldet euch auch, weil dann seid ihr natürlich am Laufenden, wenn es was gibt. Wenn es nichts gibt, schickt ja nichts aus, weil zah was. Ich will keinen Marsch geben. Das macht man nicht. Peter Richtinger fragt, ja genau, was mit dem Termin in Enns in Oberösterreich wird das nächstes Jahr was? Du Peter, es wird nächstes Jahr sicher was.
machen wir uns dann einen Termin aus, wann wir wissen, wann wir spielen dürfen. Das war sinnvoll. Ja, aber es kommt sicher. Es Kommt sicher. Es wird wieder alles Machen wir. anlaufen und wir Machen werden das wir. alles publizieren Machen ohne Ende. Machen wir bitte. Und ich glaube, wir haben eins können wir eigentlich auch schon sagen. Okay. Ich weiß nicht, ob der Zocker da jetzt das genauso, aber ich glaube, so einmal im Quartal werden wir uns schon wieder. Wirklich? Naja, ich meine. Ich meine, was glaubst du, das war's? Nein, aber was hat der? So einmal im Quartal, das ist ja was ist so was Studentisches. Einmal im Quartal ja. Ja. So 4-mal im Jahr. trifft man Ja. sich. Ja, ich meine, 4-mal und vielleicht 2 Weihnachten nochmal. Nein, aber das war, aber man, warst du jetzt dabei? Ich glaube schon. Du warst schon dabei. Ich war dabei. Ich glaube schon. Sofort. Ja. Weil das war schon super. Sicher. Und wir bringen immer, wir versprechen, dass wir jetzt mal mindestens zwei Negerlieder, Negerlieder, ja. Ja. mindestens 2 Negerlieder einstudieren. Also einstudieren ist übertrieben. 2 mal 4 sind 8. Ja, Das wäre nicht schlecht. das geht. Das wäre nicht schlecht. Ja. Ja, Ich glaube, das war leibend. das ist super. Die sogenannte Das Brennraum-Poplatschen. Das Ja, das war super. Das war eine super Geschichte, weil ich glaube, es ist eine Gaude und das Zusammenspielen, das hat ja einen Riesenhitz. Das ist ein Traum. Für Und mich ich mein- ist großartig. Und die Bredlhausen geht auch weg. Nein, das ist leibend. Machen wir das? Ja. Und dann habe ich ein Ziel. Einmal im Quartal. Blickrichtung. Blickrichtung. Ja. Das machen Und wir. dann Super Idee, alle Ehre eh schon. nehme ich mir einfach 2 Stücke nehmen wir vor, Ja. bis zum nächsten Mal. Ja. Das ist eh gut. Du musst es uns schon. Nein, eins haben wir schon. Footnummer. Wo hast du denn das? Wo hab ich das? Mein Melanchol. Wie heißt das? Also das Melancholy Baby. Ja, Ich meine, das ist verdammt. Ich meine, ganz ehrlich, der Zocker kommt hierher, kennt ihr das Spiel? Kann man das nicht? Kennt ihr das aus? Heute 20 Minuten vor der Sendung. Ja, ich glaube, ihr kennt das Spiel. ich kenne das spontan. Haben wir gesagt, das glauben wir nicht. Ja, aber das. machen wir. Aber ich muss 2 machen. Ich möchte die Einsamkeit machen. Und was für eins soll ich noch machen? Für euch? Was sind's? Das sucht er aus. Ja, muss ich mal Das aussehen. sucht er aus. Was du aus. willst. Das lasse ich da frei. Ja, eins muss man kennen. Ja. Aber, nein, das sucht er aus. Was mir heute wahnsinnig taugt, da kann ich allerdings nicht dazu spielen, aber das finde ich unglaublich leibend, ist dieses Vogel am Baum. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Karl Rodiner. Na, du bist Depper und das spielt Ja, er. das kannst du. Da Das kannst ist du ja aber relativ Wahnsinn. einfach dazu spielen. Ja, nein, aber Nicht das, kompliziert. Das ist so wahnsinnig gut, wie ihr das macht. Also das ist echt so, dass man das unfassbar taugt. Das Vogel am Baum. Und ich habe nämlich schon gedacht, dann kommt das noch und dann ist bei dem Mädel zum Schluss, habt ihr das eingespielt. Und ich habe schon gewartet. Diesmal hat er zu dir gesagt, spiel eine Professor, aber normal sogar Papageno. Lass es Papageno. zwitschern. Lass es Das ist so ein Traum. Das ist Wahnsinn. Papageno, lass es zwitschern und dann. Das ist göttlich. Also, das ist ganz was Göttliches. Ja. Nein, Was war die eine, die mir so wahnsinnig taugt hat? Wo du gesagt hast, das ist Swing, was war das? Das Gesicht. Das war super. Das super Swing nochmal. Ja. Das müsste gehen, oder? Ja, sicher. Dann mache ich Ist das. von den Akkorden und vom Postings, das Vogel am Baum ist um nichts komplizierter. Dann mache ich die. Ja? Beides eigentlich möglich. Also so geht wirklich. Ja. Der Roy auf dem Baum, sagt der Franzvater. Der Roy auf dem Baum. Zonker auf Monden nicht vergessen, sagt der Christoph Acker. Ja. So? Ja. Ja, Da müssen wir schauen, ob du im Auto was liegen hast. Ja. Ich will! Zonker auf Monden, das Ich Buch. glaube, ich habe eins liegen. Einmal im Quartal, da hol ich mir den Zonker. Der Pfeife auf Jazz, genau. Einmal im Quartal, da hol ich mir den Zonker, sagt der Franz. Statt einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Jawohl. Na, aber das machen wir wirklich, oder? Ich glaube, einmal im Ich Quartal, bin das ist super. eine überschaubare Geschichte. Ja? Und ich glaube, das ist mich wirklich, also ich entnehme es jetzt einfach dieser Chat-Timeline, oder wie man das sagt, dass es euch wirklich taugt und uns taugt es gewaltig. Ja. Ich glaube, die Armen, ob es jetzt mal eine Bredlhausen gibt, weiß ich nicht. Da musst du mit meinem Onkel leider reden. Ja, vielleicht gibt es einmal so kalte Fleischlaberl oder so. Ne? Bist du, das gibt's auch, oder was? Oder mal ein Buffet oder einfach mal, ich meine, einfach schauen wir, dass wir irgendwo die Kamera unterbringen und den Rest. Ja, das ist,
Ich meine, aber ich möchte jetzt schon sagen, jetzt wäre ich gesagt, Zucker auf Munden, das Musical. Ja, das habe ich dir mal gesagt. Das ne? müssen wir machen. Ja, aber das ist schwer. Aber das hätte ich schon. Das hätte man gedacht. Ja. Das machen wir noch. Das machen wir auch noch. Nein, aber das ist Das machen wir. Ein ist Hörspiel. Action. Ein Musical Ja, nicht, ja, ein Hörspiel. Ja. Das machen wir. Machen wir das? Das ist sicher. Na, lies einmal. Ja, Ich ich schau, gib's- ich mit geb der, dir vielleicht Mit ist der, er scheiße. mit der passenden Musik dazu. Ja, naja, das war gut mit der Bass, aber mit der unpassenden Musik wird es kein Erfolg. Kann man sich schon vorstellen, was ich schreibe. Das wird schön. Ja, das stellen wir Ja, schon. aber das ist schon ein mörderischer Aufwand. Ja, das glaube ich. Ja, Ja, das stimmt. Wir haben ja kein Datum festgesetzt. Ja, das stimmt. Aber wir können einmal. Man kann sich einmal einlesen. Ja, Sozusagen, ja, genau. weil das ist- Schon der Cappuccino sagt, Zucker, du warst Weltklasse heute. Aber wer ist der Cappuccino? Ich weiß es nicht, aber scheinbar Cappuccino! ist er ein Fan von dir, weil das mir Weltklasse war, schreibt er nicht. Also, Na, bei euch ist klar. Weißt du, bei mir hat er es nicht erwartet. Da hast du wahrscheinlich gedacht, na gut, der wird da einen unfassbaren Rohrkrepierer hinlegen. Ne? Da hast du gedacht, nein, der hat eh 3 Töne, hat er eh treffen. nein, da war ich schon wieder. Stell dein Licht nicht unter den Chef. Mach das nicht. Aber macht man nicht. bei All of Me, bist du denn bei All of Me ist so gewesen, das ist losgegangen und ich habe mir den Rhythmus nicht gespürt. Und mir gedacht, Alter, wo ist jetzt 1, 2, 3, 4, wo ist das? Dann war es natürlich schon vorbei. Dann ist schon vorbei gewesen und ich habe mir gedacht, Alter, jetzt musst du irgendwo einfinden. Wo könnte es sein? Dann bin ich runtergekommen zum Solo und bin aber so verwirrt gewesen, dass ich das auch nicht getroffen habe. Da bin ich dort rein und habe mir gedacht, nein, du musst weiter. Und ganz zum Schluss, im letzten Viertel, ja, back! Das war Wahnsinn. Du musst Das war echt ein ganz Wahnsinn. einfach. Du, jetzt spannend, wenn da sowas passiert. Ja, aber du hast es gut gemacht. So noch vorher. weiter dann. Hab ich gedacht, Super. Alter. Der Arbeit sagt, ihr 3 wart Weltklasse. Nein, aber Zucker. Beim Robert hätte ich erwartet, dass er sagt, ihr 2 wart Weltklasse. Na, aber der Robert. Ja, Aber das ist schon leibend. der Arbeit ist leider. Der Arbeit! Ja. Nein, aber ich Aber meine. der Robert, der zeigt, glaube ich, oder? Ist das Ja, ist ein Schlagwerker, Zeiger. ja. Das ist ein Schlagwerker. Ja. Das ist ja immer das Leibende. Das, wenn zu Musiker zuschauen, Ja. die Ahnung haben und dann sagen, das ist Leibend, das taugt mir Du, besonders. aber ich weiß nicht, ob ihr das gekriegt habt. Das war nämlich wirklich leibend. Der Gluschitz, Guido, ich sage immer Guido, ich sage Glu. Der Glu vom Standard. Ja. Der hat sich das letztes Mal angeschaut, zufällig. Hat er sich gedacht, na, jetzt schau ich mal da rein. Der hat überhaupt noch nie in seinem Leben so einen Livestream angeschaut. Der hat sich das angeschaut und ist hängen geblieben. Von Anfang an bis zum Schluss. Hat selber eine Flasche Wein vernichtet, hat die Geschichte nicht fertig geschrieben, die er schreiben hätte sollen, weil er dort hängen geblieben ist. Und das hat man gedacht, und das hat er dann ins Mail geschrieben, hat es aber übrigens an diese 16er Buben hat er das auch geschrieben, habe ich gesehen im CC. Und das hat mir irrsinnig getaugt. Dass der gesagt hat, Alter, ich habe noch nie einen Livestream angeschaut und jetzt bin ich dort von Anfang bis zum Schluss hängen geblieben, habe eine Flasche Wein geköpft Bravo. und habe die Geschichte nicht fertig geschrieben. Und trotzdem bin ich eigentlich nicht besser, weil es wirklich leibend war. Ich meine, ist das ist leibend. schon super. Das gefällt ist mir echt voll. super. Aber Das Mehl oder was kann ich mich nicht erinnern. kann mich nicht erinnern, nein, nein. gar nicht. Nein, da haben wir sofort vermeldet. Weil Das der heißt, schreibt, das war- ich weiß nicht, Jahrzehnte die Motorseiten im Standard. Mhm. Also das ist einer von den wirklich guten. Und das hat mich zum Beispiel irrsinnig gefreut. Da haben wir Das gedacht, ist schau, leibend, das ja. ja. Ja, das ist schon, also überhaupt, aber es ist natürlich, liegt auch ein bisschen an dieser verrückten Zeit, die wir jetzt haben, wo wir tatsächlich Leute mitgekriegt haben, die mit Livestream oder teilweise ja auch mit diesen ganzen modernen Medien nichts zu tun haben, nie was zu tun haben wollten Ja. und dann halt einmal geschaut haben Ja. und dann bieten geblieben sind. Oder dann Ja. zum Beispiel jetzt wirklich dann jeden Montag Ja. Bablatschen. Der Bablatschen, ja. Ja. Und ich meine, es ist ganz, ich muss ja auch sagen, von mir her zum Beispiel jetzt jeden Mittwoch, 21 20 Uhr, Uhr, ja. Ja. Zonkos Brennraum Ja. auf Zonkos Welt TV. TV. Da schaut so, dass ich aber echt blockt. Nee, Der Wein riecht Ja, nicht das ist mehr. richtig so. Dabei hat er da nichts getrunken heute. Na, deswegen. Oder so wenig hat er. Das ist richtig so. Und das war eigentlich auch mein Einstieg in die wirkliche Livestream-Welt. Ich habe schon Livestreams gekannt, aber das schon einen anderen angeschaut und so. Alles. klar. Aber so, und ich kann mich erinnern, wirklich, ich bin, weil du jetzt auf den Wein gesagt hast, ich trinke allein daheim nichts. Ja. Original nichts. Ich bin ein Gesellschaftstrinker.
Und ich kann mir ja, nein, in Gesellschaft. Du weißt, er ist nicht allein. Er ist wirklich nicht allein. So, ich mache Er ist nie allein. wieder bald einen Solo-Livestream. Ja, die ist ja zu zweit. Wenn man doch von jetzt weiter redet, das sind dann wir. Weißt du? Da können wir dann. Ja. Wurscht. Aber auf jeden Fall. Wir zwei Kindersekt trinken. Ja, genau. Oder er wieder auch Kindersitz. Ja, sogar du stößt am Weitweg. Nein, aber das war der Punkt. Aber der Punkt ist der. Der Klaus kommt? Servus. Servus. Schau. Ich habe ja keinen mehr. Ich habe ja keinen mehr. Zum Wohle. Prost. Ich Aber muss da war's schon ja so. darben. Ja. Da war es ja so, letztes Jahr im Aber der Dezember. ist besser. Ja, das ist ja jetzt. Das schaut auch schön aus. Ja. Letztes Jahr im Dezember war die Marathon-Brennraum-Sendung. Das war leibend, ja. Der ist übrigens am Samstag. Ja, Samstag genau, ist das wird dieses Marathon-Brennraum. nächstes Jahr. So, ja, genau, am 12. Ja, Der 12. Samstag Ja, der 12. Der 12. 19 Uhr. richtig. Volle Kreide. 19 Uhr, ich bin dabei. Wirklich? Ja, ich bin bei mir daheim in der buckligen Welt, in meiner Klause. Ich werde mal wieder einharzen. Ja, du kannst eine Weinflasche kannst du aufmachen, weil du bist ja nicht allein. Da sind ja irrsinnig viele, die mit dir schauen. Ich wollte gerade sagen, Koscher. Ich wollte gerade sagen, ich trinke allein daheim nichts. Und ich kann mich erinnern, das war im Zusammenhang noch mit der Aktion Livestream. Ich kann mich erinnern, im Dezember 2019, die Brennraum-Marathon-Sendung. Und ich mir gedacht, da hat sie mal haben wir eingeheizt, den Kuchelofen, nicht, in der Stube bin ich gesessen. Und da wirklich eingeheizt, nicht, einen Laptop aufgemacht, haben ein Jasal gemacht, nicht. Sicher mal eine Flasche Wein aufgemacht, nicht. Der Marathon-Brennraum ist fortgeführt worden, nicht. Dann habe ich mir eine zweite Flasche aufgemacht. Und dann noch 2 Flaschen Wein, haben wir gedacht, bist du deppert, ich kann mich nicht erinnern, dass ich allein 2 Flaschen Wein getrunken hätte. Ich kann mich nicht erinnern, wann das war. Ich mir Das auch war, nicht. das war wirklich anhand dieser Marathon-Brennraum-Sendung. Das heißt, der Marathon-Brennraum hat einen echten Sinn gehabt. Ja, für mich ist das. Endlich kann sich er auch nicht daran erinnern, dass er 2 Flaschen Wein getrunken hat. Mir passiert das öfters. Aber es ist Ja, Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Aber das war wirklich würdig. Und dann haben wir gedacht, da habe ich die. Aber das war für mich auch das. Eigentlich dann ich habe früher die Brennraum-Sendung gesehen. Aber das war für mich so wirklich, dass man weißt, ich stelle mir so vor, wie manche sich das Ganze einrichten, am Sonntag der Tatort um 8:45. Ja, ja. So ist dann für mich am Mittwoch, Ja. zum Beispiel, Ja. ne, ist für mich um 9 Ja. Brennraum. Ja. Also wenn man nicht spielt Wenn man oder wenn nicht spielt, irgendwas was- sagt. Ja, ja. Aber viel war es nicht dazwischen. Und da haben wir gedacht, das ist mir echt wert. Und dieses Livestream, dieser Livestream-Gedanke, das ist schon was Geiles. Ich finde auch. Weil du findest einfach Leute, die was machen und das ist eben nicht die produzierte Traumwelt à la Hollywood oder sonst was, sondern das ist live. Die traurige Realität. Na, vor allem, man muss Jawohl. jetzt ehrlich sagen, das ist ja wirklich, sind ja diese 2 Sendungen eigentlich eine der letzten Live-Sendungen im deutschsprachigen Raum. Weil für eine großen Fernsehstation oder Radiostationen, es gibt ja fast keine wirklichen Live-Sendungen mehr. Das stimmt, ja. Ich war mehrmals in der Woche auf jedem Ja, Sender, ja. war das live einfach. Nein, Man das nimmt weiß ich, es wenn wir beim Das ORF, alles aufzeichnen. wenn wir Ne? beim Alles ORF aufzeichnen. gespielt haben, was war das, die Brieflos-Show. Da haben die gesagt, Also beim sie- Rap, gell? Ja. Jetzt. Ja, ja, ja. Sie brauchen wie heißt das, sie brauchen das Lied, ne? Ja. Für was? Ja, Ja, die werden ja Playback gespielt. nicht zum Einspielen, ne? Ja. Da geht ein Playback. Kann ich nicht spielen. Ja. Das muss der so. keiner auch. Nur dazu haben wir dann das Lied gespielt. Ich habe einen Weingarten am Biesenberg mit einem Solo. Ja, Was weiß ja, ich, was ich vor 2 Jahren für ein Solo gespielt habe auf der CD. Ich habe gesagt, nein, ich muss, tut mir leid, ich kann das nicht live. Also ich kann nicht Playback spielen. aber sowas geht, aber das glaube ich ist jetzt für einen Tontechniker nicht die wahnsinnige So Herausforderung. ist es, das ist Aber es. wenn das Also wenn das eine ganze Band ist Kombo mit 6 Leuten, schaut schon anders aus. Heutzutage Das ja. ist ein Schlagzeuger. Früher war das Das normal. war gar nicht gäbe. Meine Herrschaften, ich glaube wirklich, es ist Zeit,
Es brechen uns die Zuschauer weg. Ja, es sind schon Nummer 2. Verständlicherweise. Gehen alle in die Haier. Schön Und wir so. freuen uns wahnsinnig, dass ihr dabei wart. Und wir danken euch jetzt schon für eure Großzügigkeit, was euren Schmattes betrifft. Und Zonko, danke schön, dass du danke wieder dir. Klasse! dabei warst. Es war Weltklasse. Es war Patrick! absolut Dankeschön. leibend wieder. Wie hast du gesagt? Zahn! Ich blicke hinweg, was ein paar Meldungen betrifft. Ja, da schau Ein ich. Dirigent hätte wahrscheinlich gesagt, dass er Schleichte. ein bisschen schneller. Oder nicht schleppen. Ja, genau, mit Schlepphebel. Nicht schleppen. Fort mit dem Schlepphebel. Wir machen eine schöne Schlussnummer. Für euch. Patrick, machen wir eine Schlussnummer, die Einsamkeit. Ja. Ha? Weil Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit, spiel den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mit der Grund, da kennt den Wurstel jeder Schlag. Den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und den einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Und so macht mein Herz ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinfeind, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde allein. Und hat das Leben das Ende gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz fest ein. Jawohl. Wahnsinnig schön. Danke vielmals. Wahnsinnig schön. Zogo, danke Dankeschön. dir. Danke dir. Wahnsinnig Danke. schön. Danke euch. Wir sehen uns Ciao. bald wieder im nächsten Jahr. Nächsten Wir sehen Jahr. uns im nächsten Wir sehen Jahr wieder Jawohl. in der Bablatschen. Bis Jawohl. dahin, alles Liebe. Wir sehen uns heuer noch. Vierte. Baba, ciao.